Stream? Ja, keine Ahnung, wo Stream ist. Ich guck. Ich hab noch nicht auf dem Buckel hängen. Mann, ey. Ist ja schlimm. Mit Live-Publikum da. Sorry, Moment. Ich muss auf Hochdeutsch umstellen. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit, hab vergessen, wie es heißt. Bakery Simulator. Das hier, ihr guten Leute, ist meine neue Bäckerei. Da drüben brennt der Ofen, wie man sieht. Das hier ist meine Maschine, mein Rundwirker und mein Deckmaschine, also Teigteilmaschine, die ich noch nicht gekauft habe. Das ist ein bisschen doof. So, also, gucken wir erstmal, was steht denn so auf dem Plan. Nee, eigentlich will ich das nicht. Briefmaschine ist toll. Ach so. Warte mal. Chat. Kann man was lesen? Moment, ich habe da was gebaut. Bam, geil, oder? Chat-Hintergrund, gerade eben gebaut. Deshalb hat es ein bisschen gedauert. Ja, die Briefmaschine ist voll krass. Vor allen Dingen, man kann, was vom ändern? Achso, man kann da ändern auf dreieckig, viereckig und kreisrund. Allerdings, also zuallererst mal, guten Tag, Anja. Anja ist eine ehemalige Mitstreiterin von mir in meinen Bäckertagen. Und das Lustige ist so, die kennt sich aus. Die hat auch mal in einer kleinen Bäckerei gearbeitet. Ich nicht, ich nur in so einer mittelgroßen. Das Lustige, eine gute alte Fortuna. Geht's noch? Ja, okay. Da kenne ich mich nicht so aus. Jetzt pass auf, Anja. Kurze Erklärung erstmal für euch, was eine Cleave-Maschine ist. Eine Cleave-Maschine ist normalerweise, du nimmst hier dieses Dingens da, legst es da hin, dann machst du da Teig drauf, so, tust den so ein bisschen breit machen, dass er gut drauf ist, dann nimmst du das mit dem Teig, machst es da rein, stellst hier auf rund, schaltest die Maschine an, der Deckel geht runter und es macht und dann geht hoch und dann hast du da lauter schön rund gekliefte Teiglinge. Normalerweise. In diesem Spiel ist es so, dass du das da reinmachst und da dann den Teig reinfriemelst. Das ist ein bisschen komisch. Komisch. So, ist ja auch egal. Ich gehe hier vorwärts. Guck mal hier. Meine schöne Teigmaschine. Das Problem ist, wie man hier sieht, ich habe noch kein... Ich kann nur diese riesige Schüssel mit 15 Kilo Fassungsvermögen, diesen Kessel rumtragen. Aber ich kann den noch nicht hinstellen, da wie sich das gehört eigentlich. So. Das war dumm. So, ich habe mich gerade eingesperrt. Das Problem ist normalerweise... Normalerweise sind da unten Rollen dran. Und dann spannst du das da ein und dann lässt du hier Wasser oder die Flüssigkomponenten halt reinlaufen. Ging leider nicht. Was gibt's denn hier drüben? Fortuna macht auch Spaltmaschine. Hey, wie redest du über meine Freundin? Okay, hier in Nürnberg auf der Kämme habt ihr also so Live-Bäcker, also Stände, die mords-tief sind und die da wirklich backen mit Öfen, Gärräumen, Cleave-Maschine und so weiter. Martin lässt mich aber jedes Mal nicht dort arbeiten. Also, okay. Ja, so. Das Problem gerade ist, ich habe den Live-Chat da drüben und ich kann ihn auch nicht größer machen oder verschieben, sonst haut's mir hier alles durcheinander. So, ist ja auch egal. Wie wär's denn, anstatt hier rumzustehen und mich zu freuen, wie schön hier alles ist, dass ich mal anfange zu backen. Moment, bevor ich jetzt hier anfange, erstmal gucken. Ich muss gucken. Eier? Ja, Eier. Ich hab keine Eier mehr. Okay, pass auf. Alles bestellen. So. Erstmal kaufen, weil nicht, dass ich dann wieder vergesse, Zeugs zu kaufen und dann habe ich nichts da. So. Muss ich da drüben eigentlich auch das Zeug hier nachkaufen? Auffüllen mit rechts. Getrocknete Cranberries. Ja, wie viel habe ich denn noch? Steht das da irgendwo? 6 von 6, 6 von 6, 6 von 6. Wow, ich habe 6 Cranberries. Achso, ja, das ist mein Etagenofen. Oder Regalofen, wie da steht, habe ich leider auch noch nicht gekauft. Ich bin armer Bäcker. Ich habe mir diese hübsche Backstube hier geleistet. Das Problem ist,
Ich hab noch gar nicht die Aufträge, um die eigentlich zu nutzen. Außerdem ist die viel zu groß. So. Du weißt, dass diese cleanen Böden nicht mehr lange so glänzen. Hey, ich hatte vorher Holzboden. Auch da unterm Ofen. Auch da unterm Ofen hatte ich Holzboden. Immerhin habe ich mir jetzt so einen hoffentlich rutschfesten Boden. Wieso ist denn da drüben schiefer Besen? Egal. So, erstmal, ich muss mal hier, also so, fortfahren. Erstmal gucken. Also, was machen wir denn? Ich brauche etwas Publikumsbeteiligung. Soll ich 5 Bauernbrote machen? 10 Doppelbrötchen? Was sind denn Doppelbrötchen und auch noch dreieckig? Oder 7 Puppenbrot? So, Publikumsbeteiligung. Ich rede mit dem Chat quasi. Aha. Eine Backstube, die zu groß ist, ohne Aufträge? Stellst du noch ein? Ja, ich weiß gar nicht, ob man in dem Spiel dann irgendwann, also... Ich kann immer jetzt auch nur für eine Backstube pro Tag was machen. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwann mehrere Aufträge machen kann, weil während zum Beispiel das Bauernbrot der Teig läuft, könnte ich ja schon mal Doppelbrötchen machen oder so. Keine Ahnung. Puppenbrot kriege ich gesagt. Okay. Ja, das ist gut. Ich muss auch mal gucken. Ich glaube, den hier habe ich durchgespielt. Also, kurze Erklärung. Wenn du Aufträge für eine Bäckerei erledigst, dann levelst du die Bäckerei quasi hoch und schaltest dann so neue Perks frei. Und ich glaube, hier habe ich schon alle. Also ist gerade gut. Also 7 Puppenbrote. So, dann gucken wir mal. Dann erstmal wieder lesen. So, Beschreibung. Mein Schatz, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich habe deine Puppenbrot versucht und mich in sie verliebt. Sie schmecken wie von meiner Oma gemacht. Das bringt so viele Erinnerungen zurück. Ich möchte, dass meine teuren Klienten die gleiche Freude und Glückseligkeit empfinden. Könntest du mir noch mehr backen? Ja, natürlich mache ich das doch gern. So, Puppenbrote, zeige ich mal kurz her. Man merkt schon nach einem Bissen, dass der Geschmack dieses Brotes wirklich reichhaltig ist. Möchtest du wissen, was es besonders macht? Es ist der Sesam. Eine einfache Zutat, die einen großen Unterschied macht. Ein geheimes Element reicht dir nicht? Okay, doch. So, also, ich probiere jetzt mal. Ich habe gestern nach dem Stream gelesen, dass ich das hier so machen könnte. Das geht nicht. Ne? Pass auf. Also, ich brauche Weizenmehl, 3,5 Kilo. Das ist 3500. 3500. So. Und dann soll ich da einen roten Hebel... Wo ist meine Schüssel? Alter, habe ich die doch so weit darüber geschmissen. Dann soll ich die da drunter, also da dran stellen und irgendeinen Hebel drücken. Ja, das geht halt nicht. Siehst du? Das Ding hat keine Rollen. Normalerweise muss doch der Kessel eine Rollen... Ach so. Ich sag doch, ist kaputt. Geht nicht. Das ist so dumm. Ich habe hier eine Riesenbäckerei und ich kann sie nicht nutzen. Ich muss dann hier mit diesem Schüsselchen, muss ich da rumrennen, weißt du? Voll die krassen Geräte hier stehen. Und mit dem Schüsselchen und diesem kleinen Minimixer muss ich hier arbeiten. Ja. So. Also, wo sind wir denn? Was war das? Weizenmehl, gell? Und da brauche ich 3,5 Kilo. 1, 2, 3. Ich habe kein Weizenmehl mehr. Ich habe kein Weizenmehl mehr. Ich muss nachbestellen. Das kann doch nicht sein. Ich habe nur 3 Kilo Weizenmehl. Da muss ich jetzt live bestellen hier. Ja, kaufen. Und Upgrade leider. Ey, das gibt's doch nicht, hey. So, okay. Jetzt habe ich genug. Die Schüssel, die reicht hinten und vorne nicht. 1,4 Liter Wasser. Die Schüssel läuft gleich über. Okay. 700 Meter. Kann ich die schon wegbringen? Kann ich das schon da reinmachen vielleicht? Nee. Guck mal, in die Schüssel passen nur 5,1 Kilo. Okay, ich hab hier gerade ein Problem. Wie soll ich denn das machen? Moment. Okay,
Ah ja, also da ist jetzt was drin. Ich bin noch nicht fertig. Okay, ich muss jetzt hier mehrmal gehen. Okay, ich hab's verstanden. So. Also Weizenmehl und Wasser habe ich. Dann brauche ich noch Milch und Salz. 700 Milliliter. 2, 4, 6. Wieso habe ich da jetzt 2 Kilo drin? 2,4 Liter Milch? Laber nicht. So viel habe ich gar nicht. Moment, wie geht das wieder? Ich glaube so. Also nochmal. Achso, das ist der Inhalt der Flasche. So, 600. Und dann noch 100. 700 Milch habe ich. Jetzt brauche ich 49 Gramm Salz. Wo ist denn Salz? Da oben. 49 Gramm. 20, 40, 45, 46, 47, 48, 49. So. 35 Gramm Sugar. 20, 30, 35, das ist recht einfach. Dann hätten wir Hefe, die ist hier, 42 Gramm. 20, 40, 41, 42 Gramm. Und am Schluss noch Sesam, 140 Gramm. Rosinen, da, 140 Gramm. 100 Gramm, 20, 40. So, jetzt hab ich's. Okay. Und jetzt hoffe ich, dass ich das da jetzt noch da reinmachen kann. So. Okay. Hab alles drin. Jetzt muss ich... Na, die Schüssel kann ich noch behalten. Ich muss jetzt gut mixen lassen. Also, das läuft jetzt. Wie lange muss ich es laufen lassen? 30 bis 50 Sekunden. Letztens war doch der Meister da. Jetzt scheint der Lehrling wohl... Was soll denn das jetzt heißen? Ich lese schon mit. So. Ich gebe mal ein bisschen Stoff bei den Maschinen. Das ist das Problem. Ich hätte einfach ein paar Brötchen gemacht, aber nö. Hier, die gute Anja, die wollte ja, dass ich hier Puppenbrot mache. So. Fertig. 30 Sekunden passt. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Wo ist denn der Restteig? Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Pass auf. Also, was muss ich... Moment, was brauche ich denn? Brot, gell? Scheiße. Das habe ich wieder, wo muss ich denn hin? Ach, dahin. Ich kenne mich in dieser Bäckerei noch nicht aus. Also das geht schon mal nicht. Wieso habe ich denn Milch und Salz und Zucker und Hefe in meiner Schüssel? Spinnst du oder was? Ja, ich habe doch laufen gelassen. 1,4. Hä? Okay. Ich habe keine Ahnung, was habe ich denn gerade gemixt? Kann mir das mal wer sagen? Ich habe doch eben gemixt. So. Ja, das ist mein alter Mixer hier. Den darf ich nicht überhitzen. Ich habe so das Gefühl, dass ich weiß jetzt, was Kredit aufnehmen bedeutet. So, jetzt pass auf. Folgendes mache ich jetzt. Ich nehme jetzt die große Schüssel da und mach das da rein. Ja, siehst du. Das sieht besser aus. So. Und das mache ich jetzt dahin. So. Geh weg, du Schüssel, ich brauch dich nicht. Man schmeißt immer alles auf den Boden. Das hat man schon immer so gemacht. So. Also. Ich will Brote. Ich glaube, das war sowas, gell? Baguette. Also Baguettes sind Brote. Nicht wundern. So, jetzt werden die schön geteilt. So, guck mal, man sieht sogar den Sesam. Lecker. So. So, jetzt geht's ans... Was ist denn das da? 1, 2, 3, 4, 5. Das sind doch keine 7. Naja, okay, jetzt wird rund gewirkt. Das macht man genauso, auch in der Bäckerei. So, tut man rund wirken. Anja, kannst mich gerne verbessern, wenn ich was Falsches sage, aber genauso geht rund wirken, oder nicht? So. Ah, Konzentration bitte. Ich kann nur mit einer Hand rund wirken. Ist gelogen, ich kann schon mit 2, aber brauchen wir halt hier nicht so. Habe ich jetzt nicht bald alles hier? Ja, es braucht schon seine Zeit hier, Qualität.
Es muss auch immer nur in eine Richtung rund wirken, merke ich gerade. Das ist immer praktisch. Oh ne, guck, kaum habe ich es gesagt. Ah doch. Na komm, komm her. Wirk rund, du Lump. Es ist so anstrengend hier. Okay. Also, Nase läuft übrigens. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt brauche ich noch ein Backblech. Junge, wie sieht's denn hier aus? Sag mal, hat der Lehrling wieder sein Zeug überall rumfliegen lassen? Guck mal, hier. Geht ja nicht. Komm her. Da ist noch was drin. Das hat da nicht mehr reingepasst, Mann. So. Jetzt brauche ich ein Backblech. Jetzt könnte man natürlich denken, ach ja, ganz klar, ne? Okay, ich krieg 5 Brote da drauf, so. Stell doch mal die Kiste da hin, was soll denn das? Oh, das geht nicht. Stell sie da hin. So. Wo sind die anderen Bleche da? So, jetzt muss ich den Teig hier schön nehmen. Immerhin 2 habe ich noch. So. Hätten wir eventuell ein bisschen besser machen können, aber ist schon in Ordnung. Jetzt Klappe zu. Backen auf 200 Grad, 50 bis 70. Komm, wir geben ein bisschen Turbo. Krönung! Yeah! Macht mal so. So, jetzt kann ich in der Zeit ein bisschen hier Chat lesen. So. Es fehlt nur etwas, der Boden trägt. Ja, der kommt noch. Ja, müssen da nicht so längliche Brote rauskommen laut Bild? Ich hab doch längliche Brote gemacht. Warum hast du zu wenige? Ja, weil Mann! Wer kennt nicht das Brot, das beim Rundwirken wieder locker und lang wird? Ja. Jetzt kommt die mit lang. In der Fachsprache wird das übrigens, wenn man so runden Teigling dann länglich macht, langstoßen. Gut. Meine Freundin lacht. Also, alles klar. Hat's verstanden. Wo ist der Backofen? Da. Ah, fertig. So, jetzt pass auf. So, die Brote kommen da in die Kiste. So, das Backblech machen wir da hin. So, und ich finde auch ein bisschen halt seltsam, dass wir so einen schönen Holzofen haben und alles auf Bleche backen. Und der Schießer da, der ist Deko. Der wird nicht benutzt, so. Also, alles klar. Ich würde sagen, wir fahren selbst aus. Ja, klar, Tür. Was hast du gedacht? Habe ich irgendwas vergessen? Ach so. Ich darf die Kiste nicht in die Hand nehmen, während ich an die Tür gehe. Ist ja ganz logisch. So, also. Ich guck mal, was es kostet. Also es würde 21 Trinkgeld kosten, damit der Fahrer keine Scheiße baut. Na, komm, wir fahren selbst, oder? Hier, abbestellen. Wir fahren selbst. Wir machen das selbst. Wir müssen zu der Oma, das heißt in den anderen Stadtteil da. Ich habe gar nicht geguckt. Nein, du fährst das nicht aus. Was? Sagt Jessie mal, dass ich sie liebe? Nee, das sag ich nicht. So, Junge, was ist denn hier los? Okay. Links, dann rechts. Ganz lang. Ja, ist scheißegal, ich fahre einfach. Komm mal her. So, also los geht's. Mein Lieblingsding. Ja, ich muss ja links, gell? So. Vorsicht. Jetzt rechts. So ungefähr, ja. Junge, die alkoholische Gärung vom Teig. Oh, sorry. Guck mal, gleich 3 Räder auf einmal erwischt. Was geht denn hier ab? Mach doch Platz. Ich muss doch Brot ausliefern. So, die nächste fahre ich ein. Wäre ich da irgendwo Polizei? Jesus. Mach Platz! Oh, okay, da ist gar keine Straße mehr. Das ist nicht. Na, falsch! Das ist nicht so einfach, sich den Weg zu... Alter, wer hat denn diese Bäckerei ausgesucht? Anja, das nächste Mal nehme ich wieder die 5-Minuten-Bäckerei. Die finde ich wenigstens. So. Also, hier. Weiter geht's. Da. Geradeaus. Das kriege ich noch einigermaßen hin. Und dann fahre ich rechts. Also jetzt? Nee, das war falsch.
Jetzt ist nee. So. Okay, ich fahre die nächste rechts. So. Und dann wieder links. Und dann, also hier links, ich glaube, das ist der Gegenverkehr. Da wird schon nichts passieren. Hoppala. Wer baut denn da eine Lampe hin? Echt jetzt, so. Okay, jetzt wieder links. Sag mal. Jazzstadt. Und jetzt muss ich wieder rechts. Wieso sind da eigentlich nur Linksstraßenlampen? Jesus, ne. Zum Glück fahre ich Brot aus und kein Dynamit oder so. Keine Ahnung. Hügelbäume, Ebene mit Blüten. Oh, komm. Lass das. Du Dottel, du. Mach Platz, Mann. Ich hab's doch eilig. So. Wo ist die Bäcker? Alter, wie konnte denn das jetzt passieren? Okay, ich muss doch jetzt einfach nur darüber. So. Astreine Lieferung. Was? 43% nur? Guck mal. Mann, guck dir das an. Ich war super schnell. Ich habe keine Verspätung. Und ich krieg nur 43% von meinem Geld. Nächstes Mal hole ich mir wieder einen Lieferjungen. Also echt jetzt, das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. So, Moment, was gibt's da drüben? Falschfahrer? Dezente Umwege. Das ist doch scheiße. So, heutige Belohnungen. WLAN. Automatisches Auf... Ja, also das kann ich mir jetzt kaufen. Heißt ja nicht, dass ich's hab. Also wir sind hier. Wenn wir die nochmal aufleveln, kriegen wir irgendwann einen größeren LKW. Und hier Rabatte auf die Inhaltsstoffe. Hey, ich muss, als nächstes muss ich da oben was machen, weil dann kriegt nämlich der Kurier, kriege ich nämlich Rabatt. 3% aufs Trinkgeld. Und danach gibt es sofortige Lieferung von Zusatzstoffen, ohne dass ich Geld zahlen muss. Gut. Das lief ja jetzt irgendwie nicht so gut. Finde ich. So. Also, wir haben jetzt 892 Euro. Irgendwie, ich muss mir einen gescheiten... Moment. Erstmal hier Sachen kaufen, ne? Ich bräuchte hier... Weißt du, dass das Problem ist? Da, ne? Da passt irgendwie... wo waren wir denn? Mehl. Da passen 3 Kilo Mehl rein. Wenn ich aber allein schon 3,5 brauche... Ja, ich habe hier die Komponentensilos. Guck mal, da sind 250 Kilo drin. Ja, klar sind sie da drin, aber ich kann es ja nicht nutzen. Das ist ja mein Problem. Ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Ich probiere das jetzt. Pass auf. Ich will jetzt 30 Gramm Weizenmehl, okay? Cs löschen, ja. Okay, 50 Gramm Weizenmehl. Das da ist 1 zurück. Auch gut. Das da ist Mehlsorte wechseln. Und das da ist... Ich muss da halt einen Kessel drunter stellen. Objekt erweitern mit U. Automatisches Auffüllen. Ja klar, ich brauche das nicht automatisch auffüllen zu lassen. Weil ich daraus ja keine Produkte nehmen kann. Okay, Moment, ich muss da mal hier, was ist das? H. Nee, beenden. Jetzt das H. So, professioneller Mixer. Klicken Sie auf die Mixerschüssel, um es als reguläre Schüssel zu verwenden. Habe ich vorhin probiert, ging schon mal nicht so gut. Wenn alle Zutaten gesammelt werden, legen Sie die Schüssel in den Mischer zurück. Ja, ich kriege ja gar keine Zutaten rein. Okay, pass auf. Maschinen zum Formen, Teigteil, Mehl, Silos. Stelle die Rührschüssel unter den Trichter der Silomaschine. Durch Drücken der Pfeile auf der Siloseite kannst du die Mehlsorte aufnehmen. Wähle die Menge des Mehls durch Drücken der Ziffernknöpfe. Wenn alles fertig ist, drücke den roten Griff und warte, bis der Vorgang beendet ist. Ich probiere das jetzt. Ich mache jetzt hier einen Test. Pass auf. Also ich kann ihn halt schon mal nicht hier so richtig abstellen, ne? Es geht nicht. Ich kann ihn hier... So. Ist es das, was du willst? Und jetzt... Alter! Ah! Ernsthaft jetzt? Da krieg ich ja... Alter! Da krieg ich ja richtig Mehlallergie. Was war denn das gerade? Das kannst du doch nicht bringen. Guck dir das doch mal an. Okay, es hat funktioniert, ja. Aber das ist jetzt nicht euer Ernst, oder?
Ich meine, ich habe ja schon bemängelt, dass da keine Abdeckung drauf ist. Aber das, da kannst du ja das Mehl direkt in mir in die Fresse schmeißen. Boah, ey. Wo ist denn eigentlich der Mülleimer? Ach komm, ich lasse es einfach hier. Okay, pass auf. Ich muss ja hier auch Wasser reinmachen, ne? Das geht schon mal nicht. Ja, super, jetzt hänge ich hier, jetzt bin ich hier drin wieder fest, ne? Im Moment kann ich mich irgendwie ducken. Ja, komme ich jetzt raus? Nee, ich hänge jetzt hier drin fest. Ich hab... Okay, ich sitze im Kessel. Ich sitze im Kessel drin. Was ist denn das für eine Kacke? Ich komme hier nicht raus. Ich kann da nicht rauslaufen. Ich sitze... Ja, so funktioniert das nicht. Okay, komm, mach mal ein bisschen Wasser. Ja, hallo. Jetzt gibt's nasse Füße oder was? Was ist denn das? Wir sind doch hier nicht bei den Weinbauern. Ich habe irgendwie... Erkennt ihr quasi mein Problem. Ich krieg die Schüssel da nicht rein. So. Moment, kann ich jetzt das Ding da rein... Ach so, man hängt das dann da ein. Das ist doch dumm. Sorry, ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ich muss das da reinfahren. So, man hängt das dann da ein und dann hängt man einen Schlauch da rein. Was ist denn das? Das ist doch aber dumm. Mann, ich brauche hier... Ja, komm, ist gut jetzt. Habe ich verstanden. So, 50 Gramm Mehl. Schmeißen wir weg. Zack. Okay. Jetzt im Moment, ich muss ja... Also im Moment habe ich halt keinen Zeitdruck. Deshalb tue ich das jetzt so genau machen hier. Wo ist denn mein... Da. Achso, da war ich ja gerade. Flüssig-Silo-Gedönse. So, aber was kannst du denn hier machen? Olivenöl... Musst du das vorher anwählen. Wie wählst du? Ach so, daneben wählst du, was du brauchst. Wasser, Öl, Milch. Ah. Aha. Es ist echt wie zu was gesagt. Na. Wir erwähnen das hier nicht, sonst kann man uns zurückverfolgen. Okay? So. Kann man bei YouTube Clips machen? Was sind denn Clips? Ja, kannst das Video nehmen, kannst schneiden. Ach so, ja, kannst du sogar als... Also du kannst mit meinen Videos so Clips machen. Irgendwie da draus basteln. Also das geht auch am Handy, mache ich aber nicht, weil scheiße, weil ich mache mit YouTube überhaupt nichts mit dem Handy. Es ist hier dumm Quatsch aus der Hölle. Ich mache alles am Computer. So, also, haben wir geschafft. Lass mal kurz gucken, ja. So, nächster Tag, oder? Na. Ja komm, die 50 Gramm Mehl, da wird's jetzt nicht dran hängen bleiben hier, so, okay. Also, jetzt aber. Fortfahren. So, ich brauche Corner Bakery. 10 Doppelbrötchen. 36 Muffins oder 36 Überraschungsmuffins. Ne, ich brauche die Doppelbrötchen, damit ich Dingens krieg. So, zeig mal her. Bestellung durchlesen. Doppelbrötchen 10, Plural, ohne... Ja, vergiss es einfach. Doppelbrötchen war ein großer Erfolg. Ganze Familien kauften das Gebäck. Großeltern, Eltern, Kinder stehen den ganzen Tag Schlange, nur um einen Bissen von deinem Produkt zu bekommen. Kannst du noch mehr machen? Yep, kann ich. So, Doppelbrötchen, zeig mal her. Jeder Superheld hat seinen eigenen Superschurken. Batman und Joker, Professor X und Magneto, Schnaps und Bier. Spider-Man und die Schule. Wieso Spider-Man und die Schule? Der ist doch ein Professor, Gedönse. Doppelbrötchen und Zwillingsbrötchen. Die letzten sind nicht die genauen Feinde, sondern Konkurrenten um den Titel des besten Brötchens der Bäckerei. Keiner weiß, wer gewinnt, aber man kann sagen, dass Sonnenblumenkerne alles köstlich machen. Das stimmt. So, also, ich brauche Roggenmehl, 500 Gramm. Komm mal her. Also, dann machen wir einfach noch eine 0 dazu. 500 Gramm Roggenmehl. So, mir geht's schon, dass ich gleich niesen muss. Alter. Das ist ja gemeingefährlich, das Ding. Echt jetzt. Junge. Wir haben auch hier gar keinen Abzug. Ah, doch, da oben. Immerhin. Oh, egal. Roggenmehl haben wir. Joghurt 200 Milliliter.
200 Milliliter Joghurt. 200 Milliliter Olivenöl. Ja, die kriege ich noch so aus der Flasche. 20 Gramm Backpulver. Baking Soda. 20 Gramm. Ey, ohne Scheiß, ich merke, dass ich einen Nieser in der Nase habe. 20 Gramm Salz, auch 20 Gramm, 10 Gramm Zucker und 30 Gramm Sonnenblumenkerne. Das wäre Sunflower Seeds. Wie viel? 30 Gramm. 20, 30. Ja gut, haben wir alles. So. Rein damit. Wie funktioniert das hier? Ah, ist das die Sekundenzahl? Wie viel braucht man? 20 bis 35. Machen wir 25 und jetzt grüner Knopf drücken. Oh Junge, wie das Staub. Ist da kein Deckel drauf? Komm, wir geben mal ein bisschen Turbo. Kauft dir einen Gärraum. Wer macht denn Backpulver in Brötchen? Ja, Amis. Das sind hier Ami-Brötchen. So. Yes, das ist mir in der Zunge gejuckt. Ami-Brötchen. Da ist ja auch Zucker immer drin. Also, ja, für die Hefe und tralala hin und her, aber es ist halt egal. So, also das muss da drauf. Den stellen wir einfach mal zurück, dreckig wie er ist. Darf die Reinigung nachher machen. So, wie viel soll ich machen? Ah, warte mal. Falsch. Zurück. Mann, wieso habe ich denn hier dieses feine Teil? Die Cleave-Maschine natürlich. Komm mal her. Komm mal zurück. Jetzt ordentlich da drauf. Geht nimmer? Doch. Guck. So. Dahin. Cleave-Maschine. So. Jetzt erstmal Dreiecksbrötchen wollen sie haben, gell? Okay. 10 Stück? Nee, nicht 10. Doch 10. Der braucht aber lang. Achso, der hat ja gar nicht geklieft, der hat ja nur gehackt. So, okay, siehst du, es ging doch ganz einfach. So, jetzt gib mir mal ein Blech. So. So, Ofen ist noch offen. Wieso steht denn diese Kiste immer direkt vom Ofen? Wer macht denn sowas? Das gehört sich einfach nicht. Kommst jetzt daher? Du gehst dahin. So. Also, wo sind wir denn? Ich muss aufpassen, ne? 200 Grad, 25 bis 40 Sekunden, das geht, weil ich habe nur einen Ofen, der kann nur 200 Grad. Wenn es dann mal 180 ist, haben wir ein Problem. Alter, war der Entwickler jemals in einer Bäckerei? Bin ich mir nicht sicher. Ich meine, bei ganzen Simulatoren, weiß nicht. So, also, schön kross gebacken, rein damit. Alles rein. Ja, komm, Blech, zack. Hingeschmissen, drüber gelaufen. So, die muss ich jetzt hier hinstellen. Die kann man vorher nicht da hinstellen. Und jetzt... So. Nach der Blamage gerade eben bezahlen wir aber den Lieferjungen, ne? Und wir geben ihm auch ein bisschen Trinkgeld. So, so, Berichte von der Lieferfirma sind fertig. Ja, zugestellt. 90% nur? Wieso? Wieso sind denn das nur 9 von 10 Doppelbrötchen? Hat der Fahrer wieder eins gefressen oder was? Das macht er öfters. Den Teig von der Schüssel in die Cleave-Maschine reingequetscht klingt total handlich. Ja, ich weiß, dass mir ein Brötchen fehlt. Aber wo ist es? Das hat er gefressen. Ich habe doch 10 gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 10 Brötchen gemacht habe, oder nicht? Doch, doch. Oder haben nur 9 aufs Blech gepasst? Ach du Scheiße, es waren nur 3x3 auf dem Blech. Kacke. Nee, das war der Fahrer. Mir passieren keine Fehler. Ich bin hier der Meister in der Bäckerei. Mir passieren keine Fehler. So, das war, der Kurier hat's gefressen. Also, ich habe jetzt freigeschaltet hier Trinkgeld. So, jetzt gucken wir mal. Das nächste wäre ein größerer LKW. Brauche ich noch nicht. Ich mache jetzt hier erstmal weiter. Da habe ich schon alles, ne? Okay, jetzt pass auf. Läuft. Ich guck mal meine Finanzen. Nein.
So, das war hier schon wieder falsch. Ach, da unten sind wir, gell? Verlauf, Wirtschaft, so. Also, mein Testigel hat 1214 Euro. Ein Darlehen könnte ich aufnehmen. Will ich aber nicht. Ich will kein Schuldebuckel sein. So. Ja, ich weiß, dass du das mal im Stream spielen sollst. Hab ich doch gesagt. Der Anfang ist vor allen Dingen super, weil du nicht weißt, wie das funktioniert. Okay, aber ich will jetzt noch ein bisschen hochleveln. So, jetzt pass auf. Ich muss erstmal die Sachen hier auffüllen. So, ich tue einfach mal alles bestellen. 41 ist in Ordnung, ne? Das kaufen wir so. Das Ding ist halt, wenn ich das nicht jetzt bestelle, dann habe ich nachher kein Zeugs. Ich habe doch da... Ah, guck, da steht, wie lange es dauert, bis es aufgefüllt... Steht das immer da? Ist mir noch nie aufgefallen. Krass. Ja, und hier auch. Was ist denn zum Beispiel mit den Eiern? Eier? 0. Ja, aber warum denn? Ach, keine Ahnung. So. Also. Was machen wir denn jetzt? Ah ja, wir könnten mal ein paar neue Sachen kaufen. Also, was kostet denn das da zum Beispiel? Ein Rundwirker. 900. Weißt du, für die 10 Brote, die ich machen muss oder so, brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Rundwirker. Genauso wenig brauche ich hier eine Teigteilmaschine. Was würde die kosten? 1000. Nee, das ist auch nix. Hast du einen Kühlschrank oder ich habe noch gar nichts. Gibt es hier nicht. Es gibt hier auch kein Gärraum. Also scheinbar haben wir hier in der Bäckerei flotte 90% Luftfeuchtigkeit und irgendwie 36 Grad oder so irgendwie. So, den Ofen hier würde ich mir gern kaufen. Was kostet der? Professioneller Backofen mit Temperaturbereich von 180 bis 220, 800 wäre drin. Weil ich habe halt manchmal das Problem, dass ich Sachen auf 180 Grad backen muss, aber mein Ofen kann nur 200. Und dann muss ich ein bisschen früher rausholen und dann gibt es trotzdem immer verkokelte Sachen. Aber erstmal will ich gucken. Kann man hier schon was erweitern? Nee. Größere Muffinformen brauche ich nicht. Was war denn das? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ist auch egal. Ich komme mit dieser Tastatur nicht wirklich klar. Also nicht mit dieser Tastatur, sondern generell mit Tastatursteuerung. Und es sind aber zu viele Tasten, um sie auf Joypad zu legen. Da war ich viel zu faul. Kann ich hier noch was erweitern? Nö. Maschine zum Runden und Teilen. So, jetzt zu dir. Du, ich habe hier WLAN freigeschaltet, habe ich vorhin mitgekriegt, ja? Level 12 erforderlich. Ich bin Level 11. Schaltet die Einstellung des Timers basierend auf der aktiven Checklistenseite frei. Oh, das... Ja... Kann man schon machen, weißt du? Dann muss ich dann nicht die Zeit selbst eingeben, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Okay, was kann ich denn da hinten noch machen? Ich bräuchte einfach einen Rolldingsbums, weißt du, dass ich das dann nicht von Hand rumtragen muss. Das ist doch kacke hier. Automatisches Nachfüllen fehlender Produkte. Schaltet WLAN frei mit dem automatischen Produktmengen basierend auf dem aktiven Rezept. Da muss ich dann gar nichts machen, einfach nur noch Kessel hintragen. Kann ich hier das Regal noch ein bisschen aufpowern? Nee. Ich will das Objekt erweitern. So. Professioneller Halter. Handelsregal erhöht die Behälterkapazität. Ja, komm, das kaufen wir uns. Also. Ach so. Die Behälter sind größer geworden, deshalb ist da jetzt halt weniger drin. Aber grundsätzlich, jetzt müsste ich ja aber eigentlich nachkaufen. Nee, das passt jetzt erstmal, mach mal nachher. Ich will jetzt nicht so viel Geld auf einmal ausgeben. Was kann man hier noch machen? Automatisches Nachfüllen fehlender Produkte. Auch das ist jetzt nicht so wichtig. Mache ich eigentlich gern am Schluss. Rumlaufen und ich würde den Kesselhalter nie hochklappen. Ja, du meinst den da. Das Problem ist, wenn ich den jetzt da drunter klappe, der klappt sich automatisch... Kann ich da jetzt einen Schlauch drauf machen? Nee, der klappt sich automatisch wieder hoch, wenn ich den Tag beende. Also ich kaufe mir den Ofen. Den kaufe ich mir jetzt. Kostet 800, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 7 Geld. Kaufen.
Oh, Sticko, Anja, Sticko. Oh, sogar mit Gare drin. Wieso kann ich das nicht rausnehmen? Ich kann es erweitern. Nee, hab ich schon. Ich kann irgendwas hier machen, aber... Moment. Oh, ist das futtelig. Also ja, da kann ich jetzt hier die Bleche dann... Komm mal her, Blech. Die Bleche dann drauf machen. Und dann das Ding darüber und reinfahren. Ist das futtelig. Ich lasse ihn einfach drinstehen, ja? Da habe ich mal gar keinen Bock drauf. So. Ach ja, der gute alte Sticko. Bleche rein und raus. Ja, das habe ich auch vor. So. Ach übrigens, ich brauche Hilfe von euch. Und zwar, ich kann zu jedem Brötchen, zu jedem Gebäckstück, das ich mache, noch eine von diesen Zutaten hinzufügen. So als Verfeinerung. Es gibt dann, so hieß es, ein Produkt, was das Gebäckstück dann besser macht, aber die sagen mir nicht was. Es gibt aber auch Produkte, die es schlechter machen. Die sagen mir aber nicht was. Ich sage euch mal, was wir alles haben und ihr sagt mir dann nachher, also ich würde zum Beispiel sagen, eine Nelke in einen Muffin würde ich nicht machen. Eine Rosine würde ich drauf machen. Gibt's hier gar nicht. Sowas halt, ne? So. Also, wir haben hier Honig, Chili, Kardamom. Das heißt wirklich Kardamom. Ich habe mein ganzes Leben gedacht, das heißt Kardamom. So wie Monster. Naja, egal. Hier haben wir noch Karammel, Basilikum oder Basiliskum, wie die Profis sagen. Dann haben wir Ingwer, Knoblauchpulver. Wenn wir mal im Chesslauf ein paar Brötchen backen müssen, Anja, machen wir mal nicht Knoblauchpulver drauf. Getrocknete Cranberries, Nelken, Zimt, Marmelade, irgendwelche, keine Ahnung. Mascarpone, das ist doch dieser komische Käseartiger Joghurt, irgendwie so. Orangenschale, Einzahl, nur eine Orangenschale, Rosmarin und Vanille. So, das sind die wir nehmen können, um was super Gutes zu backen. Und wenn wir dann das Richtige getroffen haben, dann kriegen wir mehr Geld dafür. Aber zuerst mal neuer Tag. So, Bestellung fortfahren. Also, so. Hier oben sind wir durch. Was wollt ihr haben? 36 Kakaobecher oder 20 dreieckige Brötchen? Schmier, keine Marmelade. Schmier, ja. Weißt du noch, Anja, früher, als wir im Berliner Raum waren und die Marmelade auffüllen mussten und vergessen haben, die Marmelade abzustellen und das ganze Ding übergelaufen war? Ach, super. Das war scheiße. So, also was soll man machen? Dreieckige Brötchen oder Kakaobecher? War auch eine dumme Frage, ne? Hätte ich nämlich auch genommen. Also die machen wir. Die sind in der Bakery... Also ich muss quasi einfach ganz geradeaus, danach links, danach rechts. Das ist ja gar nicht mal so weit, hoffe ich. So, also, was gibt's hier? Wo ist denn das W? Seit kurzem lieben alle Kinder aus der Nachbarschaft Kakaobecher aus deiner Bäckerei. Leider ist uns das schon ausgegangen. Aha. Ihre Eltern werden wütend sein, wenn sie herausfinden, dass sie kein frisches Gebäck für ihre Kleinen kaufen können. Könntest du mir Kakaobecher für uns machen? Natürlich. Und zwar 36, Plural. Also gut. Ja, ich muss das Rezept natürlich mitnehmen. So. 900, also zuallererst mal... Ne, guck, jetzt ist es... ne, warte mal, es ist noch runtergeklappt. Ey, super. Okay, habe ich nichts gesagt. So, also, ich wusste das hier wieder. Fangen wir an. 900... Also, ich glaube, das werde ich wirklich auf Automatik stellen. Was brauche ich? Weizenmehl. Was ist denn los? Will er nicht, oder was? Ah! Man muss den gar nicht einfach hinschmeißen. Ja, trotzdem. Yeah. Sorry. Zucker, 180 Gramm. Oben ist der Zucker. White Sugar, 180 Gramm. 100, 150, 170, 180 Gramm.
Machst du jetzt die normalen Zutaten, danach sagen wir was? Ja, nee, ja, also bevor ich es laufen lasse, mache ich dann noch die Spezialzutat rein. Kannst da schon mal überlegen, was wir reinmachen. Milch, 360 Milliliter. Ist das da Milch zufällig? Milch, ja. Und zwar 360 Milliliter Milch. Wie lasse ich das laufen? Ah. So, 360 Milliliter Milch. 180 Olivenöl. 180 Oliven. Das war aber schon Milch, was wir rein haben, oder? Wir haben Wasser reingemacht? Warte. Das ist nicht gut. Komm mal her. Ich krieg's nicht raus. Scheiße. Kacke. Ich krieg's nicht raus. Throw like a baker. Ich habe gerade ein Achievement gekriegt, weil ich so viele Sachen rumgeworfen habe. Ich krieg das Wasser nicht raus. Oh, das ist Kacke. Normalerweise mit rechtem Mausklick kann man das letztgenannte... Oh, shit. Kann man das letztgenannte rausmachen. Jetzt muss ich es wegschmeißen. Nochmal. So, pass auf. Also, nochmal. Das müsste noch eingestellt sein. So, jetzt aber... Ich habe Wasser, Olivenöl, Milch. Pass auf, 180 Milliliter Olivenöl. Das war richtig, ja. Der Schlauch muss da rein. Und ich muss... Ah, da. Olivenöl ist drin. Jetzt wähle ich die Milch. Und das war wie viel? 360 Milliliter. Schüssel leer bleibt aber... Ja, klar. Guck mal, was ist denn das Grün? Ich will es gar nicht wissen. So. 360 Milliliter Milch. Ja, jetzt stimmt's. So, guck. Jetzt brauchen wir noch Eier und Hefe. Wo ist das? Ah, da. Eier 180 Milliliter. Ich glaube, ein großes Ei sind 90. 60 Milliliter geht. Also, haben wir hingekriegt. Jetzt haben wir wie viel? 60. Okay, noch ein Ei. Jetzt haben wir... Ich habe keine Ahnung. Und noch ein Ei. So. Müsste doch jetzt... Ja, gut. Hefe, 72 Gramm. Hefe. Das war hier. 72. 1, 2. 20. 70. Haben wir alles. Und jetzt Kakao. Kakao. Da ist Kakao. 180. Wie viel haben wir denn gerade? 170, 75, 80. So, also, für was hast du dich entschieden, Anja? Die Schüssel sieht aus wie reingekotzt. Also, was wollen wir noch reinmachen als Spezialzutat? Es ist Kakaogedönse. Also, Mascarpone könnte geil sein. Vanille ist natürlich, das geht, glaube ich, immer. Knoblauchpulver. Cranberries? Boah. Ein bisschen Zimt vielleicht? Zimt? Wie steht er denn zu Zimt? Honig, Chili, Kardamom, Karamell dürfte eigentlich auch gut gehen. Geh ins Regal, ich bin doch am Regal. Ach so. Sorry. Es gibt hier etwas Delay. Also. Zimt könnte geil sein. Ich bin auch für Zimt. Siehste? Flip. Mach ein bisschen Zimt rein. So. Ich mag eigentlich gar nicht so Zimt. Also, ja, geht halt so, ne? Aber muss jetzt nicht sein. So. Ich habe vergessen, die Zeit einzustellen. Wie viel brauche ich? 30 bis 50 Sekunden. Mach mal so, ne? So, 32. Jetzt gibt noch einen Spaß. Mach alles rein. Vergiss nicht immer das Delay. Ja, ich weiß, Delay. Viel hilft viel. Nee, ich habe ein Zimt. Ich will da nicht alles vollhauen, sonst ist mein ganzer Zimt weg. Erstmal so probieren, ne? So. Hey, ich glaube, also bei der Teigmaschine ist es wirklich praktischer, wenn wir die auf WLAN umstellen dann später, dass er automatisch Zeit einstellt. Weil das ist doch Kacke hier, guck mal. So.
Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Hirn, ist ja gut. Sorry. So. Ah, ist falsch. Moment. Den muss man kurz hier hinstellen. Wir haben noch was vergessen, Mann. Hier. Wie viel brauchen wir? 36. Wir stellen sie dahin, ja? 6, 12, 18, 12, 18, 24, 30. Komm mal her. Da geht's nicht. 36. Wieso geht da kein Becher mehr hin? Nicht ein Mülleimer, da. So, und jetzt ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Wir müssen natürlich die Förmchen reinmachen. So. Das habe ich beim ersten Mal vergessen. So, und jetzt will ich auch noch was testen, ob ich hier auch schon die Förmchen... Weil ich dachte nämlich, dass ich hier nicht reinfüllen kann, weil das ist ja schräg. Verstehst du? So. Nee, ich muss nicht jedes einzelne. Ich kann gedrückt halten. Also ja, von den Dingern schon. Kann ich das Blech hier irgendwo ablegen? Grenzt hier an Arbeit. So, aber warte, ich probiere. Ob ich das jetzt hier füllen kann. Nee, geht nicht. Ich kann hier nicht füllen. Das muss wirklich flach stehen, so wie die da. Da sieht man gar nichts. Seltsam. Bong. So, jetzt pass auf. Da passt doch noch eine hin, oder? Also rein theoretisch sollte da jetzt was drin sein. Sieht aber irgendwie nicht so aus. So, ich brauche... Warte. Wir tragen mal die Dinger jetzt einfach so darum. Komm mal her. So, stellen wir da hin. Nächstes... Ich kann sie übrigens nicht hier abstellen, falls er das denkt. Das wäre zu einfach. Das ist wohl der falsche Tisch oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum da überhaupt ein Tisch ist. Ich habe ihn nicht hingestellt. Der war schon da. So. Okay, jetzt brauche ich noch Blech. Es ist ein bisschen dumm, ja, ich weiß. Das hätte man irgendwie intelligenter machen können. Aber geht ja, guck. Die Musik, ey. So. Okay. Also normalerweise sieht man die Muffins aber, wenn sie gefüllt sind. Ich schätze, dass das ein Bug ist. Ich hoffe, dass das ein Bug ist. Ja, hallo? Auch nicht wundern, dass da steht, halten, um fallen zu lassen. Fallen heißt füllen. Halt irgendwie komisch. So. Ja. So. Und jetzt habe ich noch... Sag mal, wir haben doch aber gemixt, oder? Wieso kann ich denn da nichts? Sag mal, irgendwas vergessen? Ich kann nicht 2 Förmchen tragen. Ja. Ich habe gerade hier das Problem. Die Schüssel wird nicht leer. Also ich habe gerade leere, also ne? Siehst du ja, Schüssel 1,873 Kilo habe ich drin. Kommt ungefähr hin. Aber die wird nicht leer, wenn ich sie da fülle. Und da steht auch nicht drin, dass da Teig drin ist, sondern... Muss ich sie nochmal in den Mixer machen? Ne, die waren doch aber im Mixer, oder? Bin ich dumm oder was? Komm, machen wir nochmal. Machen wir hier noch ein paar Sekunden drauf. So 10. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Wo habe ich denn 2 Kilo Zimt rein? Laber nicht. Ernsthaft? Das wäre ein bisschen krass, das habe ich mal gemacht. Ich habe mal die Masse für Florentina und habe anstatt 5 Gramm Zimt 50 rein. Ist eine dumme Idee, würde ich keinem empfehlen.
Ja, ist halt so, ne? Scheiß drauf. So, wo ist die Sticke? Tue ich halt leere Bleche backen. Mir doch... Ah, da drüben. So. Ja, man kann es auch zu lange geknetet haben. Aber es sollte... 180 Grad, ja. Und wie viel? 30 bis 50 Sekunden. Machen wir mal 35, ja? Oh, krass, oder? Er dreht sich sogar. Das ist ein richtig guter. Mit der Kuchen. Der ist verschmiert. Also der in der Mitte, da backt irgendwas, glaube ich. Die sind heller als die da unten. So, was denkst du, was das für ein Geräusch macht, wenn er aufgeht? Du warst bei 100% und dann hast du jetzt noch munter weiter. Ja, ja, 30 bis 50 Sekunden. Wenn du 30 Sekunden bist du bei 100%. Ich habe es dann halt noch 10 Sekunden draufgegeben. Also bin bei 40. Bin eigentlich noch gut dabei. Hoffe ich. Ja, 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 ich komm. Ja, ich habe eine Muffinform. Ja gut. Ich habe hier ein Problem. Ich glaube... Moment. Ich habe jetzt gerade einfach nur die Schirmchen gebacken. Ich muss sie teilen? Das ist doch Quatsch. Baguette, Brötchen, runde Brötchen, Brezeln, Bagels. Nee. Das ist doch Quatsch. Moment. Wo war denn die Hilfe auf H? Also, Muffinpfanne. Bäckereien. Ne, verschiedene. Wagen, Auto. Bestelltafel. Ich würde gerne wissen... Jetzt wird's lustig. Nee, wird nicht lustig. Ist alles im grünen Bereich. Ofen, Industrieofen, Teigteilmaschine, Flüssigkeitsspender, Donutmaschine. Baguette, Kakaobecher, Kakao. Ich glaube... Muffinpfanne. Das ist doch keine Pfanne. So, Papierbecher dazu, Muffinform auf dem Backblech. Es gibt dann einen gemischten Teig in die Becher. Anschließend... Ah ja, da stimmt was. Kann das sein, dass dadurch, dass wir da Zimt dazugegeben haben, dass das sagt, nö, das ist nicht mehr richtig? Das kann aber das ist doch Kacke, ist das doch. Komm mal her. Komm mal her. Geh doch da drauf. So, wir machen jetzt Folgendes, ne? Wir machen das nochmal. Bis was lerne. Also. So, was ist da drin? Nix. Dreck ist da drin. So. Also, wir brauchen 360 Gramm Milch. Ja. Lass laufen, Junge. Gut. 180 Gramm Olivenöl. 180. Gut. Lass laufen, Junge. Milch haben wir schon. Zucker, das war's soweit, ja? Wir machen jetzt ohne Sonderzutat. Zucker 180 Gramm. 500, 1 Kilo, 1,5 Kilo, 1,7 Kilo. Du hast nichts gesehen. 180 Gramm sind nicht 1,8 Kilo. Mann ey. 100, 150, 170, 75, 180. Du hast nichts gesehen. So. Eier brauchen wir. Und zwar 180 Milliliter Eier. Ja. So. Da war knapp. So, noch ein Ei. Laber nicht! So.
Alles klar. Hefe 72 Gramm. Das ist Hefe, ja? 70. 72 Gramm und Kakao. 180 Gramm. 20. 120. 170. 180 Gramm. So. Was ist das Weizenmehl? Ah, wir haben noch gar kein Mehl. Okay. Das hätten wir beinahe das Mehl vergessen, hey. Dann müssten noch eingestellt sein 900 Gramm. Alles klar. Haben wir. Jetzt laufen lassen. So, also das ist jetzt, ich hab jetzt noch kein Zimt drauf, ne? So, jetzt stellen wir da schön in da unten. Da steht Mix Apple, das ist immer gut. So, was haben wir hier? 32 Sekunden und gib ihm. So, ja, oh. Ja, ich glaube auch an mich. Ich glaube, dass ich heute das irgendwann noch fertig kriege. Gib mal Stoff hier. Wenn man das macht, geht oben die Zeit schneller. Muss aber aufpassen, dass die Maschine nicht überhitzt. So, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Da geht überhaupt nichts schneller. So. Okay. Nase gut. Okay. Jetzt haben wir den richtigen Teig. Wir haben alles. Kann ich die jetzt füllen? Ja, siehste. Ich glaube, das Problem war wirklich der Zimt. Ich fülle das jetzt mal da ein. Ja? Ey, das ist deutlich praktischer, das so zu machen. Und also ich hätte mit den Wagen auch einfach rüberfahren können. Mann, Werner wäre stolz auf mich. Geht gerade nicht. Moment. Okay. Die wollen nicht. Die brauchen eine extra Behandlung. Das Blech ist so hoch. Das geht genauso wenig, du Dappnickel, du. So, jetzt hat. Ich muss noch ein bisschen über den Rand gucken, damit das geht. So, weg mit dir. Komm her. Da drauf. Und jetzt, kann ich jetzt Zimt drauf machen? Na, stell dich doch ab, Junge. Wieso geht denn das jetzt nicht? Wieso kann ich denn das nicht abstellen? Komisch. So, machen wir mal dahin. Aber oben werden sie so schnell braun. Schwarz. Jetzt ist ne jetzt. Okay. Alter, stell dich nicht so dran. Mann! Hey, das ist ja genau wie in der Bäckerei. Das war auch immer eine Qual, das Ding reinzukriegen. So. Wie lang? 30 bis 50 Sekunden. Machen wir mal 33. So. Okay, Zeit zum Chat lesen. Halt doch die Luft an, du Held. Was? Wieso? Achso, was passiert, wenn die überhitzt? Ja, dann dreht es sich nicht mehr. Dann bleibt die Zeit stehen. Dann dauert es 5, 6 Sekunden oder sowas, bis es wieder weitergeht. Es geht nur um eine Zutat als richtig. Ja, okay. Da stand aber, da kriegst Punkte abgezogen. Vielleicht kann ich ja jetzt noch ein bisschen drauf machen. Also. Nee. Abbestellen. Mach mal nachher. Jetzt pass auf. Ich gehe es jetzt rausholen und jetzt tue ich sie verfeinern. Pass auf. Vielleicht geht das ja. Gib mir mal so was her da. Na, nicht einen. Ja, egal. Nee, geht nicht. Kann ich den wieder reinmachen? Nee. Das ist super gemacht, du Held. Danke. So, komm mal her. Mach mal das einfach so. Weg damit. Also ich würde gerne das ganze Blech nehmen und dann da reinknallen. Weg damit. Genau so macht man das. Einfach alles fallen lassen. So. So, fehlt da einer. Achso, das ist nur. Da ist noch das Förmchen drin. Naja, egal. Ich habe 36 von 36. So.
Mann, das gibt mal ein Gesellenstück. Achso, ja, ich muss die ja hier hinstellen. So. Okay. Kann ich auch einen haben? Ja, am Arsch die Reiber, Junge. So, vorbereitet. Sollen wir liefern oder sollen wir selbst? Also, sag ich mal hier, was kostet. Wird quasi 40 Geld kosten. Oh, dann haben wir ja fast nichts mehr am Schluss. Ja, nee, wir lassen liefern. Ich gehe auf Nummer sicher. Junge, wir sind quasi fast bankrott. Anja. Und ich habe noch kein Mehl bestellt. Also, zugestellt. 100%, yeah! 642, oh, wir sind wieder flüssig. Wir sind wieder flüssig, jawohl. Ding, Level up, sehr schön. Ich habe noch 30 Sekunden oder so. Nee. Alles klar, Delay. So, gucke. Schön, was gibt's als nächstes? Sofortige Lieferung von Zusatzstoffen. Also, ich bin übrigens Bäcker-Praktikant. Ich bin noch nicht mal Geselle. Ich armerle. Heutige Belohnungen, die hatten wir schon alle. Hat aber nicht viel gebracht. So. So. Unlock 4 Bakeries. Ich habe eine neue Bäckerei freigeschaltet. Also ich habe jetzt 666 Geld. So, jetzt lass erstmal, wir müssen jetzt ordentlich auffüllen. Wir haben hier ordentlich geradet. Geradet. Komm mal her. Was kostet denn, wenn wir alles bestellen? Wieso ist denn das so teuer? Wieso habe ich denn fast 3 Kilo Hefe gebraucht? 3 Kilo Salz? Haben wir noch von 6? Ach so, das ist so teuer, weil wir ja größere Behälter haben. Oh nee, das ist mir zu teuer. Das ist mir so teuer. Ich mache das einzeln, ja. Also Weizenmehl, 3 von 6 Kilo Roggenmehl, Vollkornmehl. Wir haben doch deutlich mehr Mehl, aber Mehl braucht man. Das ist wichtig. So. Das ist leider wichtig. Dann Wasser haben wir noch, das brauchen wir auch, sonst kann man nichts machen. Olivenöl. Ja. Da brauchen wir 120. Ne, es kostet 120. So. Sauerteigstarter brauchen wir keinen. Joghurt brauchen wir auch nicht wirklich. Eier kaufen wir. Brauchen wir. Milch haben wir noch die Hälfte da. Ich will, also, oh, Hefe ist halt. Oh, Hefe brauchen wir aber. Oh! Wieso ist Hefe so kacke teuer? Ja, ich habe die Behälter vergrößert, ich weiß. Das ist ein bisschen doof. Man kann aber auch nicht sagen, ey, ich will jetzt nicht 3 Kilo oder Zucker kaufen, sondern nur 1 Kilo geht halt auch nicht. Ich habe halt noch ein bisschen, ich kaufe von jedem ein bisschen, ne? Rosinen zum Beispiel brauche ich keine, habe ich ja noch da, ist alles in Ordnung. So, sind wir bei... Ja, komm, musst du halt machen. So. Also, Moment, alles vorbereiten für morgen, ne? Zum Beispiel den da runterklappen, ja? Komm her. Dann, er ist drin. Falls wir den brauchen, müssen wir ja eh da reinmachen. So. Kann ich hier noch upgraden? Nee. Ich muss mal gucken, ich habe irgendwo noch eine Schüssel, eine kleine Schüssel. Könnte ich eventuell upgraden. So. Was könnte man noch machen? Ich könnte die ganzen... pass auf. Ich nehme das Stücke wahr. So, ja. Und mach da schon mal Blech drauf. Volle Möhre. Sag mal einfach mal 2. 2 Blech, ja? So, schön. So, ne? Und die restlichen Blech lege ich schon mal auf den Tisch. So. Gut. Also, ich muss irgendwie nochmal nachgucken, was das mit diesen Geheimzutaten da, was das da soll. Oder pass auf, wir machen ein Testbrot, wir machen ein Testmuffin. Wir machen ein Testmuffin. Das ist eine gute Idee, wir machen ein Testmuffin. Also, pass auf, da. Was für ein Muffin willst du? Wir machen einen Kakaobecher, ja? Das ist jetzt für 6 Stück. Weniger geht nicht. Wir machen eine Testbackung. So, das machen wir, ja? Rezept verfolgen.
Party mit dir ist echt die Hölle. Warum ist denn Party mit mir die Hölle? Soll ich mal googeln? Nee, das kriegen wir hin, Mädel. Guck, wir machen eine Testbackung. So, wir brauchen diese kleine Schüssel. Hui, ich werde müde. Wir haben doch irgendwo eine kleine Schüssel gehabt. Echt jetzt? Haben wir keine kleine Schüssel mehr? Also die da drüben im Mixer, das ist nicht die Schüssel, die ich suche. Ihr hatten doch hier so eine kleine Schüssel halt stehen. Also, dann nehmen wir halt die große Schüssel. Ich bin ja flexibel, aber... Naja. So ist es. Aber wir gehen ans kleine Regal da und holen uns 150 Gramm Weizenmehl. Ich kann mir Testbacken leisten. Guck mal hier. Mann. 150 Gramm Weizenmehl, ja? 30 Gramm Zucker. 20, 30 Gramm Zucker. Was ist denn jetzt los? Wieso stimmt denn das nicht? Wieso habe ich jetzt 35 Gramm drin? So. Wie viel habe ich drin? 15 Gramm. Noch 5 Gramm? Sind 20? Ja, das weiß ich doch. So. 60 Gramm Milch. Das ist Joghurt. Das ist die Milch. Da. 20, 40, 60. Ich glaube, ich darf nicht zu schnell drücken, sonst mutzt da. 30 Gramm Olivenöl. 30 Eier, Milliliter Eier. Das wird schwierig. Das ist schon zu viel, ne? Ich habe keine kleineren Eier. Das passt. Passt. Je mehr, desto besser. 12 Gramm Hefe, Gramm, nicht Gramm Hefe. Hefe. Was sind die Hefe? Da ist die Hefe, 12 Gramm. 5, 10, 11, 12 Gramm Hefe und natürlich Kakao. 30. Na komm, 20, 25, 30. So, jetzt machen wir Zimt dazu, ja? Noch ein bisschen Zimt. Das war hier. 1 Zimt haben wir dazu. Und das tun wir jetzt halt schön backen. Rühren meine ich natürlich. Rühren tun wir die. So, und zwar 30 Sekunden. Und so. Und währenddessen holen wir uns hier so ein Schälchen. Ja, Muffinform kaufen bitte. Achso, zack. Ja, komm, mach gleich alle rein. Ich habe keinen Bock, die einzeln zu machen. So, Muffinform, ja? Wäre jetzt schlau gewesen. Ja, egal, komm. Ah, da ist er ja. So, pass auf. Wir machen es da unten drauf, ja? Ja, hallo? Er will nicht. Da vielleicht? Will er auch nicht. Also, das ist jetzt doof. Nun gut. Doof ist mein zweiter Vorname. So. Jetzt fülle ich das da rein, ja? Oder auch nicht. So. Gucke. Ist drin. Jetzt nehme ich das. Was fehlt eigentlich hier? Das Backen fehlt noch, ja. So, ich würde das jetzt gerne da draufstellen. Geht nicht. Muss ich jetzt... Ich muss das Blech auf den Tisch legen, dann die Förmchen drauf. Wenn ich kann nicht einfach so auf den Wagen draufstellen und dann drauf. Das geht nicht. Das will das Spiel nicht. Das will das Spiel nicht. Das machen wir dann natürlich auch nicht. Kommst du her? So. Also wir haben jetzt... schlecht gezielt. Junge, was ist denn da los? Ey, ohne Scheiß, das ist das Realistischste am ganzen Spiel. Komm! Sei doch nicht so! Wir hatten in der Bäckerei 2 verschiedene Arten von Stickeöfen, also so diese Regalöfen. Welche, wo man sie einfach reinfährt und dann zumacht und es backt, und welche, wo sich das Ding noch dreht. Das war dann so fürs Feingebäck, fürs feinere Gebäck, weißt du? Und der, wo sich's dreht, die hatten halt in der Mitte so eine Strebe, da war ein Loch und das musste ganz genau stehen, schon ist es stecken geblieben im Ofen. Und das Blöde ist, dass manchmal auch
Du machst ihn rein, lässt ihn einmal drehen, ist alles klar, machst Programm rein, gehst weg und dann verkantet sich das nach 5 Minuten und du merkst es nicht und dann ist alles für den Arsch. So. Kassier einen Pfeil rein. Oh, Anja weiß, wo der... Wieso soll ich... Was? Moment, du machst in Brot Backpulver und in Muffins Hefe. Ich mach doch nur, was das Spiel mir sagt. Ich weiß auch nicht, warum der Muffins mit Hefe macht. Sind wohl gesunde Muffins. Ich weiß es nicht, Anja. 50 Sekunden, also 30 reicht, ist ja nur ein Dingens. So. Okay, also jetzt haben wir Muffins mit Zimt. Ich meine, wir können sie jetzt halt nicht verkaufen, ist ja nur ein Test. So, Anja, wolltest du ja vorhin Kakao-Muffin haben? Ich hätte jetzt einen. 6 Stück. 5, einer ist für mich. Sagen wir 3. So, Moment, wir gucken mal kurz. Das Rezept für den perfekten Tag ist einfach. Eine Decke, ein gutes Buch und eine Tasse heißen, süßen Kakao. Du stellst dir gerade dieses warme, gemütliche Gefühl vor, oder? Wie wäre es noch besser und angenehmer zu machen? Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir eine spezielle Rezeptur für den Einschluss von flüssigem Kakao in einem kleinen Muffin vorbereitet. Wir nannten es den perfekten Snack oder die Kakaotasse für diejenigen, die vor der Perfektion Angst haben. So, gib her. Jessie kriegt auch einen. Ja, du kannst dir einen von deinen 3 abgeben, von meinen kriegt sie nix. Also, das scheint... Das scheint sehr heller Kakao zu sein, irgendwie. Weil, guck dir das doch mal an. Na, magst du ein Stück abbeißen? So, der ist für den Boden, für den Gott des, weiß der, ne? Halten, um alle fallen zu lassen. Nee, das sollst du mitnehmen. Das habe ich da... Ach, gib doch das Blech her, Mann. So, wir müssen jetzt hier Test machen. Das... Wie esse ich denn den jetzt? Kann ich den hier irgendwo ablegen? Habe ich die Kiste? Ja, ich habe natürlich keine Kiste. Soll ich denn da einen Muffin? Stopf die nochmal 30 Minuten in den Ofen? Ernsthaft? Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir müssen ja testen. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Komm mal her. Okay, Moment. Das ist nicht so einfach. So. Für die Wissenschaft. So, Anja. Burning Man will sie sehen. Burning Muff in. Rezept ausblenden. So, Objekt erweitern. Warte. Nee, geht nicht. So. Kannst du am Sticken die Temperatur einstellen? Ja, kann ich. Guck. Ah, Anja, ich weiß, was du meinst. So, guck. So, ordentlich heiß werden lassen, damit die ein bisschen Farbe kriegen. Weißt du? Ja, das sind Kakao-Muffins. Die müssen ja schön sein. So. Möglichst heiß und möglichst lang. Ach, guck mal, jetzt sehen sie schon deutlich besser aus, finde ich. Immer noch nicht das, was ich unter einem Kakao-Muffin verstehe. Hoppala. Backen. 100% verbrannt. Das ist doch nicht verbrannt. Guck dir doch den mal an. Moment, wir müssen den Vergleich machen. Das ist ja wohl, der ist ja wohl deutlich hübscher. Nix verbrannt. Der sieht ja wohl deutlich besser aus als der da. Kann ich auch schmeißen irgendwie? Folgt uns für mehr Tipps, ja genau. Folgt uns für mehr... Alter, wie sieht's denn hier aus? Jetzt sieht's aus wie in einer Bäckerei. Da liegt die Schüssel am Boden, das Futter, verbranntes Zeug, der Stickewar steht mitten in der Bäckerei. Der Bäcker rennt rum und tut Huste. Wahnsinn. So. Verbrannt sieht aber super gut aus, sag ich doch. So, okay. Mann, ey, ihr merkt schon, ne? Ich, guter Bäcker. Anja war immer die mich dazu verleitet hat, dumme Sachen zu tun. Dann habe ich Ärger gekriegt. Und dann hieß es aber nicht, ja,
wieso hörst du auf Anja? Nö, dann hieß es, ja du Depp, warum machst du auch, was die sagt? So war das nämlich. Das ist nämlich, so ist das. Warte, wir müssen jetzt auch, wenn wir schon mal dabei sind, noch ein bisschen Speed geben. Ordentlich, oder? Meinst du, ob es mehr wie 100% verbrannt geben kann? Jawohl! Guck mal! Wir haben Lava-Cakes gemacht! Ja! Die sind hübsch! Guck doch mal! Die sind perfekt! Lava-Cakes! Lava-Cakes! Was? Einzelnen Muffin im Boden? Nein! Ich kann ja nochmal reinwerfen. Ich glaube, man kann gar nichts so reinwerfen. Nee, das geht gar nicht. Man muss es auf ein Blech setzen. Ne? Moment. Ich muss da etwas improvisieren. Ach, jetzt geht's. Für die Wissenschaft. Ja, das ist Lava. Magma. Flüssiges Magma. Der Schokoladenkern wurde Magma. Schön. Okay. Ja, was denkst du, ist gut, oder? Na, die kriegen jetzt noch die extra Portion Sonne. So, guck. Oh. Jetzt ist er nicht mehr rot, guck. Wir müssen einen direkten Vergleich machen. Das ist so cool. Es ist wie wenn man... Kennst du noch, wenn du freitags... hier Streuselkuchen in den Ofen gemacht und dann vergessen und dann kommst du sonntags abends in die Bäckerei und denkst so, machst so einen Ofen an und dann so, irgendwas riecht hier ganz komisch und dann machst du den Ofen auf und du hast einfach nur Briketts in Formen. Ach ja, dann musst du den Weg der Schande gehen. Der Weg der Schande ist, das verkokelte Zeug so schnell wie möglich raus in einen Altbrotcontainer schaffen. Ohne dass es jemand mitkriegt. Das Problem ist, je heißer die sind, desto verkokelter riechen die. Und manchmal hat es halt wirklich, da hat die ganze Bäckerei verkokelt gerochen. Das ist peinlich. Die Butterkuchen, die Plastikkisten verschwunden. Ach ja, ach Mann, ist das schlimm. Ach, also so im Nachhinein muss ich sagen, ja, es ist schön. Wieso gehe ich denn hin? Ich kann doch gar nichts machen. Im Nachhinein so, ja, das sind so Erlebnisse, die man hat, ne? Aber wenn du das halt live erlebst, ist das gar nicht cool, wenn sie dich alle auslachen. Und ist ja nicht so, dass die dann einmal lachen und sagen, hast du Verbrenner gelassen, hä? Nee, die auch Jahre später noch, sobald sie dich und einen Streuselkuchen sehen, aber nicht die Streuselkuchen verbrennen lassen, gell? Boah. Ja, über einen... Ich nenne ja keine Realnamen, ne? Also in der ersten Folge habe ich ja zum Beispiel mal was erklärt von einem, der mich so veräppelt hat. Ich nenne keine Realnamen, also ich sage jetzt einfach irgendeinen Namen, der mir gerade einfällt, Carsten oder so. Irgendein Name halt. Der war so ein Kandidat, der dir auch noch Jahre später irgendwelcher Scheiß gesagt hat, aber Alter, ist ja gut, Junge. So, bei den Butterkuchen wurden wir nicht ausgelacht. Das war ja die Frühschicht. Achso, ja, das stimmt. Manchmal fehlt mir die Zeit von... Ja, es ist nicht so, dass ich sage, mir fehlt die Bäckerei oder die Arbeit oder so. Es ist die Erinnerung, die du hast an Anja und ich oder an die Kollegen, wenn du irgendwas Lustiges getrieben hast oder so. Das war cool. Diese einzelnen Momente, die waren cool, aber so als Großes und Gesamtes, Alter, juckt mir die Nase. Als Großes und Ganzes war Bäckerei schon scheiße. Ja, wie komme ich denn auf so einen Namen? Den habe ich mir ausgedacht, habe ich doch gesagt. Also, pass auf. Wir können jetzt hier für 700 Geld noch mal Muffins backen. Oder Brötchen backen. Für weniger Geld, dafür halt zum Aufleveln. Ah, guck, ihr fehlt das Arbeiten mit mir. Danke, Anja. Mir auch. Also wirklich so... Ich meine, ich habe ja auch andere Arbeitskollegen gerade, wo ich auch mal dumme Sachen machen kann. Aber es ist ein Unterschied, ob du einen Arbeitskollegen hast, mit dem du mal was Lustiges machen kannst, oder ob du quasi
Also, ob du quasi dich selbst den weiblich gegenüber hast, die genauso blöde ist und genauso dumme Sachen macht. Das ist ein Unterschied, ob es ein Arbeitskollege ist oder halt ein Freund, ne? Oder Freundin in dem Fall. Das ist halt schon geil gewesen. So, Puppenbrötchen krieg ich gesagt. Schon wieder? Du stehst auf Puppen, kann das sein? So, wo waren denn die Puppenbrötchen da? 22. Du willst ja einfach nur die Cleave-Maschine sehen. Laber nicht. Ich auch. Außerdem ist es ja die neue Bäckerei. So, also was gibt's Feines? Sag mal her. Wieso sind da die Kakaobecher noch drin? Egal. Beschreibung. Glaubst du, dass Puppenbrötchen unsere Kunden zufriedenstellen wird? Wir tun es und deshalb kontaktieren wir dich. Das im Internet gefundene Rezept gibt an, dass Puppenbrötchen nur wenige billige Zutaten benötigt. Man kann sagen, dass es ein ausgezeichnetes Gebäck ist. Unser Geschäft braucht es. Kannst du es uns bis zum Abend liefern? Ah ja, klar. Also 22 Puppenbrötchen, ja klar. Wer schmeißt denn hier überall Muffins rum? Wieso wird denn hier nicht aufgeräumt? Haben wir keinen... Ah, ich bin der Lehrling. Scheiße. Ach, guck mal, da ist unsere Schüssel wieder. Die habe ich schon gesucht. So, also das ist schon bereitgestellt. Alles klar. Wo ist meine Schüssel? Ich habe vergessen, Zutaten zu bestellen. Da sind noch 15 Milliliter Eier drin. Die muss ich in den Mülleimer schmeißen. Moment. So, also, fangen wir mal an. Wir brauchen Wasser, ja? Wasser, und zwar 440 Milliliter. Dann brauchen wir 440 Milliliter Milch. Das sollte recht einfach sein. Einfach nochmal. So, noch irgendwas Flüssiges? Hefe, Zucker? Nö, okay, alles klar. Mehl. So, zack. Weizenmehl 1,1 Kilo. 1100. Und gib ihm. Ey, es ist nicht gespielt, dieses Hüsteln. Und es ist ja kein Husten, das ist ja mein Problem. Mir hat halt immer die Leute gesagt, ja, das ist ja keine Allergie, du hüstelst, dann machst du so, ja, weil es Asthma ist und da musst du nicht husten wie ihre, sondern nur so, ja, Luft anhalten, ja, danke. Der Delay, das musst du vorher sagen. Okay. Mitnehmen. Hefe. Wie viel brauche ich? Hefe 44 Gramm. 1, 2, 3, 4, 20, 40, 44 Gramm Hefe. Zucker brauchen wir 22 Gramm, 20, 1, 22, Sesam 66 Gramm. Da machen wir 20, 40, 60, 65, 66. So, jetzt haben wir eigentlich alles. Jetzt müssen wir das kurz laufen lassen. Auf wie viele Minuten? 20 bis 35 Sekunden. Ja, 22 passt. So. Luft anhalten. Okay, super. So viel brauchst du es dann auch nicht sagen, Mann. Was soll denn das? Okay, kann ich schon irgendwie was vorbereiten? Nee, hier habe ich alles schon. Ah ja, ich könnte die Form noch einstellen. Rund. Ja, okay, passt. So. Muss da nicht neben der Teigmaschine, also neben dem Kneter stehen und dem zugucken, wie er knetet. Das kriegt er ganz alleine hin. So. Jetzt würde ich das gerne da möglichst reinmachen. Hallo? Hallo? Ja, ich weiß, dass das die Maschine zum Runden und Teilen ist. Jetzt machen wir das mal so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Moment. Ja, da ist schon Teig drin. Ja, da drauf. Ah, es geht ja doch so. Ist ja Wahnsinn. Jetzt geht's plötzlich. Vorhin ging's nicht. Okay, rein mit dir. So, 10 Stück. Wie? Ich soll doch aber 22 machen. Ist da noch Teig drin? Ah, da ist noch drin. Ach so, okay. Alles klar. So, jetzt kommt die Cleave-Maschine. Naja, man weiß, was gemeint ist. Backbleche. Ich nehme mal ein sauberes. Das sind nur 9.
Ich sehe das von hier. Auf den Trick falle ich nicht nochmal rein. Komm mal her. Du kommst jetzt in den Mülleimer. So. Was soll denn das hier? Also, das hier wieder... Könnte ich ja hier hin machen. Jetzt nochmal drauf da. Hallo? Jetzt geht's wieder nicht. Ah, doch. Kriegst du nur nicht angezeigt. So. Damit rein in die Cleave-Maschine. Wieder 10 Stück gemacht. So. Du müsstest den Besen nehmen, dich dran festhalten und dann der Teig. Ja, genau. So. Meine Backstube, Alter. Ey, mein Muffin. Was heißt hier? Ah, ich hab's. Oh, jetzt habe ich es, glaube ich, übercleaved. Oh, das ist nicht gut. So. Das ist mal. Mann, ey. So. Alter, wenn ich den Lehrling hier erwische, der hier dauernd seine Muffins liegen lässt. Ja, komm, passt. Was passiert? Für die Wissenschaft. Ich probiere was Neues aus. So. Okay, jetzt ist aber leer. Ja, jetzt ist leer. Das sind die letzten jetzt hier, ja? So. Einmal runter, hoppala. Einmal hoch. Die 2 Stück sind wichtig, ne? So, jetzt pass auf. Und zwar habe ich nämlich folgende Idee. Die kriegen dann gute Röstaromen, weißt du? Das ist Sticke. Achso. Na komm, dann halt dahin. So. So. So, und schön oben hin, dass ordentlich heiß werden, das ist eine gute Idee. So, da hinten noch, dahin. Okay, jetzt einigermaßen gerade. Ja. Oh, ey, mein Lava-Cake. Moment. Jetzt geh doch da rein, Mann. Das wird super. So. Hier, schön die Temperatur auf 200 Grad. Jetzt mit mir hier ernst, ne? So. 20 Sekunden, 23, ja? So. Das ist die Spezialzutat. Ja, das sind die Röstaromen. Und dann sagen die Leute, oh, ist das lecker. Oh, wie hast du das hingekriegt? Das ist... Und dann sage ich, die sind mit Liebe gemacht. So. Okay. So. Gleich sind wir soweit. Mal ein bisschen Ofen angucken. Kring. Schön, oder? Achso. Festhalten. Na komm her. Sehr hell. Also die da unten, die da oben nicht. Guck mal her. Achso, ja, geht ja gar nicht. Ich muss da erst das Zeug reinmachen. Alter, guck mal, die Dinger sind noch nicht mal halb gebacken. Echt jetzt. So. Ja, komm, ab rein mit ihr. Die sind noch nicht mal halb gebacken. Nehmen wir da unten hin. Komm. Hallo? Will nicht unten hin, okay. Ah, okay. Man kann sie nicht reinschmeißen. Ich wollte jetzt die Muffins noch dazulegen. So, das da muss da rüber. Okay, selber fahren. Das ist eine neue Bäckerei, oder? Ja, das ist die LBC. Also hier, das ist das erste Mal, wo wir die beliefern. Da muss der Chef natürlich noch selbst vorbeigehen. Ist klar. Also ich fahre jetzt schon schön selbst, ne? Ja, Muffin geht nicht rein. Zeig mal hier, was die Lieferung kosten würde. Die Lieferung wäre sogar recht günstig. Aber ich muss hier selbst fahren. Der Chef muss persönlich vorbeigehen und zeigen, mit welcher Liebe und Anmut, vor allen Dingen Anmut, er die gebacken hat, gebäckt. So. Erstmal gucken, wo ich hin muss. Ach du Scheiße. Okay, fahren wir dann nach links, dann geradeaus, dann rechts. Ja, sieht gut aus. Ja, geh weg da. Wo ist WASD da? Also nach links, habe ich gesagt. Links, dann geradeaus. Da. Du Eumel! Hau bloß ab! Mann, ey. Es ist...
Also ganz geradeaus, soweit ich das noch weiß. Und dann rechts. Moment, das kann nicht stimmen. Junge, ich bin falsch. Okay. Ja, komm hier. Geradeaus, jetzt rechts. Also ich muss in die andere Richtung. So. Und jetzt gleich wieder. Hier schön auf der Busspur. Mach doch Platz. So, jetzt die Richtung stimmt so ungefähr. Ich muss eigentlich ganz nach rechts rüber irgendwie. Ja, dann machen wir das gleich. Das ist hier nicht geplant, dass man das macht. Egal. Also ich fahre jetzt ganz nach rechts, jetzt nach links. Ey, das wäre mit Controller so schön zu steuern, aber nö. Muss da mit Maus und Tastatur spielen. Wie so ein Urmensch, weißt du? So, weiche Rinde. Was ist denn das? Ja, komm. So. Und da jetzt irgendwo nach rechts. Ja, so irgendwie nicht. So. Da jetzt nach rechts. Ich sehe da oben ein Abflip-Auto auf der 6. Was bedeutet das? Dass mein Auto irgendwann kaputt gehen kann? Dann hätte ich aber sowas von verloren. Dann würde ich nur noch Lieferjungen bestellen. Das kann ich euch sagen. So. Also die nächste geradeaus. So. Und jetzt links. Ich brauche keine Ampeln. Ampeln sind für Anfänger. Noch geradeaus. Und jetzt wieder links. Schätze ich. Da drin, da, ich sehe es schon. Da, guck. Wie soll man denn da parken? Hey, echt jetzt? Reicht das? Ja. 95%. Mann, sind wir gut, hä? Verspätung 0, 412 Geld. Ja, ist schon in Ordnung, kann man machen. So, übrigens hier, schön. Guten Tag, ich bin der Chef, ich bin der Meisterbäcker. Passt. Ich bin der Bäckerpraktikant eigentlich, aber ich bin Level 13. Also, ich bin mir noch nicht sicher, was der Ruf... Und oh, guck mal, wir können Butter machen. Ne, wir können jetzt Butter kaufen. Eine Donutmaschine. Anja! Donutmaschine. Meinst du, ob man da irgendwann Berliner backen kann? Da können wir wieder Mandarinen füllen. Wir haben mal aus Spaß, also Berliner Maschine, ne? Große Wanne mit Fett. Hinten kommen die Teiglinge rein, dann laufen die durchs Fett, dann werden sie umgeworfen, damit die andere Seite auch noch gebacken wird. Deshalb kriegen sie so schön Gürtel da in der Mitte, ist auch egal. Dann laufen sie irgendwann hoch und dann sind da so Nadeln, sag ich mal, dicke Nadeln, die dann so reingehen und die Marmelade reinfüllen, wenn sie gefüllt werden sollen. Und wir haben dann so gedacht, was passiert, wenn man so einen Berliner 5-mal füllt? Ja, er wird saumäßig schwer und wenn man reinbeißt, versaut man sich. Und dann haben wir so gedacht, was passiert denn, wenn man eine Mandarine füllt mit Marmelade? Also die Antwort auf, wenn man eine Mandarine füllt mit Marmelade ist, sie explodiert quasi. Also sie kriegt irgendwo anders ein Loch und die Marmelade spritzt bis an die Decke. Und dann darfst du putzen. Also dann solltest du putzen. Das hat natürlich keiner gesehen. Das haben wir auch nie gemacht, das habe ich mir gerade ausgedacht. Wir waren immer fleißige, kompetente Mitarbeiter und haben nie irgendwelche Quatsch gemacht. Achso, ob ich mir die schon leisten kann? Ja, wahrscheinlich nicht. Für 640. Ich könnte mir halt einen Kredit aufnehmen. Sollen wir machen? Sollen wir uns einen Kredit aufnehmen und dann ordentlich investieren hier? In eine Aber die Teigteilmaschine finde ich eigentlich doof, ne? Ja, also im Moment, wir brauchen, also im Moment sage ich halt einfach mal, wir brauchen das noch nicht. Für 6 Brote machen oder so, brauchst du keine Teigteilmaschine, das ist ja totaler Quatsch, ne? Bis du da das Zeug oben im Trichter drin hast, ja, bis dahin hast du es mit dem Schaber selbst gemacht. Das kannst du machen bei 100 oder so. Oder mehr wie 100. Oh, guck mal, was kostet sie? Die Donutmaschine, ich guck mal. 800. Haben wir natürlich nicht. Zentraler Mischer schaltet eine neue Funktion frei, die es dem zentralen Rührlöffel ermöglicht, Donuts automatisch umzudrehen. Oh. Und hinterer Mischlöffel, neue Funktion, die es dem hinteren Rührlöffel ermöglicht, den Bratvorgang automatisch zu beenden. Verhindert das Verbrennen der Donuts. Jetzt weiß ich auch, warum dieser blöde Tisch da war. Der ist da, um die Maschine da drauf zu machen. So. Beide doof, wenn dann Donut.
Was? So, also. Was ist denn das da? Ach, das ist wahrscheinlich das Maschinchen, wo der Teig reinkommt und der tut dann unten die Dinger da rausmachen. Ja, das ist aber ein kleines, ne? Also unsere Berliner Anlage war deutlich größer. Und da hinten müsste dann eigentlich so eine Kiste mit Zucker oder so hin, wo du dann die Berliner dann im Zucker... Ja, schneller Auftrag mit viel Gewinn und dann einmal Donuts. Okay, pass auf. Sorry, Anja, aber das geht so nicht. Ich muss hier erstmal aufräumen. Hier sieht's aus wie bei Himpels in der Werkstatt. Das geht ja gar nicht. Wobei, es ist eigentlich aufgeräumt. Guck mal. Hier, alles schön. Wir müssen... Oh, Kack, wir müssen Zeugs bestellen. Hab ich vergessen. Bevor wir da leer laufen, also Joghurt brauchen wir. Wie kosten 5? Wieso ist das rot? Achso, weil alles rot ist. So. Eier haben wir nicht mehr viel. Würde ich auch bestellen. Weizenmehl haben wir noch 5. Ja, es ist alles noch in Ordnung. Wasser ist noch genug da. Wir bestellen noch Olivenöl. Das haben wir letztens nicht bestellt. Butter. Butter haben wir 3 Kilo. Reicht erstmal, oder? Die Muffins sind auch weg. Ja, stimmt. Wahrscheinlich haben wir doch irgendwie... Wahrscheinlich kam meine Mutter oder so. Das geht so nicht und hat mir dann aufgeräumt. Sonnenblumenkerne? Die sind neu. Oh, Kakao haben wir nicht mehr viel. Das kostet aber ordentlich Geld. Das lassen wir nochmal. Sesam kostet auch richtig Geld. Haben wir aber eigentlich noch genug. Backpulver, das ist nicht so teuer. Salz, es kostet fast gar nichts. Joghurt, ja komm. Wo sind wir gerade? Bei 280. Ja, ist egal, müssen wir kaufen. Also ich kaufe jetzt nicht alles. Das wäre ein bisschen über Overkill. So. Moment. Weiter geht es. Was wollte ich machen? Achso, ja. Da hinten hin. Das lassen wir mal da stehen. Die Bleche könnte ich mir schon mal auf den Tisch stellen. Die werden wir wahrscheinlich brauchen. Für morgen. Na, kommst du her? So, das mache ich mir gleich runter. Komm. Pneumatisch. Den Wagen würde ich gerne zumindest mal hier hinstellen, oder steht er nicht so mitten im Weg? Ja? Okay, gut. Jetzt gucken wir mal, was wir machen, ja? So. Also. Was machen wir denn? Altmodischer Brotleib, goldenes Brot, Doppelbrötchen oder silberner Brotleib? Was gibt das meiste Geld? Ja, gibt sich jetzt nicht viel. Ich wäre für 10 goldene Brote. Ich glaube, das ist einfach nur ein Weißbrot. 0 Milliliter Ei, 5 Geld. Ganz schön teuer, ja, das ist schon. Also, so, wie gesagt, hier. Ich wäre für das goldene Brot. Einfach, damit wir die Corner Bakery noch ein bisschen aufleveln. Ja, das ist ja auch das meiste Geld. Okay, gut, das meiste Geld. Machen wir. So. Seit kurzem lieben alle Kinder aus unserer Nachbarschaft goldenes Brot aus deiner Bäckerei. Es ist ausgegangen. Ja, okay, alles klar. Wir gucken mal kurz, was goldenes Brot ist. Es ist nicht aus Gold, aber es ist noch wertvoller. Für die helle Farbe dieses Brotes wird Weizenmehl der feinsten Mehlsorte gedönst. So. Der Verzehr dieses Brotes wird deinen ganzen Tag erhellen. Wenn du X hinzufügst, werden deine Kunden vom originellen Geschmack überrascht sein. Okay. Also, wenn ich X... Anja, machen wir mal. Sollen wir es probieren? Sollen wir wieder irgendwas hinzufügen? Also X, irgendwas, Menge. Also nicht Menge X, sondern irgendwas von den Gewürzen da hinten. Was könnte man denn zu einem Weizenbrot dazu machen, was es leckerer macht? Kümmel. Haben wir nicht. So, egal. Also ich fange an. Anja, wie gesagt, du überlegst dir, was man dazu machen könnte. Damit das Brot noch geiler wird. Weizenmehl, 5 Kilo. Haben wir. 5, 1, 2, 3. Bin ja lernfähig. Hast du gesehen, Anja, hä? Oh ja, noch weißeres Brot, also rohes Brot, ja. Quasi. So, jetzt also. Ich habe die Luft angehalten, ohne dass du es mir extra nochmal sagen musstest. 2 Liter Wasser.
Nee, über die Tastatur geht's übrigens nicht. 200. So. Dann brauchen wir noch 1 Liter Milch. Das ist eine 7 übrigens. Öl, Milch. Na komm. Das war's an Flüssigkeit. Okay. Salz brauchen wir. Wo ist denn mein Regal? Ah. Okay. 70 Gramm. 20. Das ist das gelbe Salz. Was ist denn da los? Zucker 50 Gramm. Ja, dann nehmen wir doch einfach so. Hefe 60 Gramm. 50. 60 Gramm. So, wir sind soweit. Die Form soll übrigens brotförmig sein. Wahnsinn, oder? Soll ein Brot machen, das brotförmig ist. Wie lang? Kneten 30 bis 50. Wir machen mal 40. Ja, 42. Das ist das neue 40. So, jetzt kann ich, also das muss dann hier hin. So, Anja, für was hast du dich entschieden? Also, was haben wir nochmal? Ich kann ja gucken, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Ich kann übrigens auch rennen. Ne, das ist nicht Rennen. Das ist Rennen. Aber da muss ich so verkrampfen. Also, Honig, Chili, Kardamom, weiß ich nicht mal, wie es schmeckt, Karamell, Basilikum. Basilikum. Zimt, Nelken, getrocknete Cranberries, Knoblauchpulver, Ingwer, Vanille, Rosmarin, Orangenschale, Mascarpone oder Marmelade. Also weißes Brot mit Butter und Marmelade ist natürlich super, ne? Achso, ja. Komm, guck. Hier. Also. Solange die Maschine läuft nicht mehr. Tut mir leid. Überleg dir was. So. Ich finde es sowieso noch krass, dass es eine Rennentaste gibt. In der Bäckerei sollst du nicht rennen. Basilikum oder Rosmarin. Haben wir Rosmarin? Tatsächlich. Rosmarin kenne ich. Basilikum weiß ich nicht, wie es schmeckt. Ich vertraue mal Anja und mache ein Basilikum rein, ja? Ja, aber das habe ich jetzt auf dem Teig drauf. Das geht bestimmt. Ja, das wird ja unter den Teig drunter. Das muss jetzt, ich kann es ja jetzt unterkneten. Ja, kann ich eben nicht. So. Okay, es ist leer. Es ist mit drin. Im Teig. Also. Form soll das da sein? Die Baguette-Form, weißt du? Kriege ich schon die Krise. So, jetzt müssen wir das schön teilen. 1, 2. Wie viel brauche ich denn? 10. 3. Ich muss möglichst genau im mittleren Bereich, sonst kriege ich so viel Abfall. Es ist fies, dass das einmal von links und einmal von rechts kommt. So. So rum. Und so rum. Ach, jetzt muss ich 2 Richtungen machen. Na komm. Ups, das war zu weit. Brote so rum. Brötchen so rum. Da, so. Brote so. Da ist wieder Brötchen oben. Da ist ein Brot. Wenn man das falsch macht, kriegst du, glaube ich, mehr Abfall. Also wenn du die falschen übereinander legst, kriegst du, glaube ich, mehr Abfall. Also nur, falls die Frage bestünde, was passiert. Nee. Doch. Manchmal ist es gar nicht so einfach auseinanderzuhalten. Ich muss doch jetzt bald fertig sein. Okay, weißt du, so eine Teigteilmaschine wäre schon recht praktisch. Habe ich gerade festgestellt. Jetzt komm! Auch bei 10 Broten, ich tue mir ja hier den Wolf rundwirken. Also eigentlich ist das ein Rundwirker. Nicht die Teigteilmaschine. So. Komm, ist jetzt auch so langsam gut hier, gell? Du tust ja noch über Rundwirken Gedönse. Das Game ist doof, ne? Das ist voll... Also stellenweise leider sehr realistisch, so.
Moment, ich brauche mal kurz das Backblech da. 5 Brote kriege ich rein. Also, guck mal her. So. Also, das ist nee. Muss das denn so realistisch sein? Zum Glück sind sie nicht zusammengefallen. Komm her. So. Also ich habe das Blech vergessen. Jetzt komme ich da nicht gescheit hin. So. Gut. Goodie. 10 goldene Brote. Normalerweise würdest du Brote nicht über einen Stickeofen backen, weißt du? Du würdest sie eigentlich über den normalen Ofen machen und würdest halt inschießen und nicht über die Sticke. Aber wenn er halt da ist, ne? 50 bis 70 Sekunden. Komm, die brauche ich ja wohl ist Weißbrot, ne? So, also. Ab jetzt kommt alles nur noch in die Sticke. Ja, sag ich doch. Kommt alles, ja, weil es halt. Aber eigentlich wäre es deutlich schneller gegangen, wenn ich das Blech in der Hand habe, dann einfach darüber zu machen. Und gut ist, so, wir tun zumindest mal die Kiste dahin. Das geht ja nicht. Ich muss ja hier, also, nee. So, pass auf. Damit wir es nicht so weit haben, stelle ich sie gleich hier hin. So. Wir haben noch 30 Sekunden. Wir können ja mal ein bisschen gucken. Unter 1. Rezept verfolgen. Leg's in die Kiste, Ofen, Blech platzieren. Also irgendwo stand halt... Oh, da läuft die Zeit nicht weiter, wenn ich das mache. Irgendwo stand halt... Ich kann auch übrigens ganz ausblenden, ne? Irgendwo stand halt dieses... Ja, wenn du noch bestimmte Sachen dazu machst, so. Aber geht das nur, wenn es explizit gefordert wurde? Das gute Schlierenbrot. Ja, das ist sitze geblieben. Das ist ein bisschen schmierig. Oh, das ist hübsch. Oh, das sieht gut aus. Mann, das sieht richtig gut aus. Guck mal. Oh, das sieht richtig... Ich glaube, das ist der Rosmarin, was ihm noch ein bisschen Farbe gibt hat. Ich muss wieder Hochdeutsch reden, fällt mir gerade ein. Na, dich will ich hier haben. Ja, komm mal her. So, sollen wir fahren? Oder sollen wir, nee, wir beauftragen einen. Das, was er mal, ja, ich weiß ja, kostet ja Geld, ne? Zeig mal her. Ja, geht eigentlich noch. Ja, siehst du? Das würdest du auch essen, ja. So, Anja, ich warte mal noch ein bisschen, bis mit deinem Delay, du bist so langsam heute, ne? Sollen wir fahren oder sollen wir... Nee, ich rede kein Dialekt. Kann ich schon weiter sagen, Hilgo gewandt, du willst, dass ich Pelzig rede. Sollen wir fahren oder sollen wir einen Treiber beauftragen? Also einen Driver, einen Fahrer beauftragen? Im Moment, ich hoffe, dass das jetzt nicht von meiner Zeit abgeht, während wir hier rumstehen und überlegen. Also ja, es wird halt 28 Geld kosten, aber so können wir relativ sicher sein, dass wir auch 100% vom Geld kriegen. Beauftrage, okay, gut. So. Corner Bakery zugestellt. 100% Punktzahl, sehr schön. Will wissen, ob es gut war mit dem Rosmarin. Sehen wir dann gleich. Also Verspätung 0. Beziehung verbessert. Gutes Gewürz entdeckt. Yeah! Anja, perfekt. Du bist die Best. Du bist die Best. Du bist die Best. Wird Zeit, dass wir wieder rund Magnetdart spielen. So. Es gab jetzt noch... War das nicht? Oh, krass. Guck mal, wir hätten normalerweise nur 478 Geld gekriegt, ne? Und dadurch, dass wir das richtige Gewürz entdeckt haben, gab es nochmal 239 drauf. Alter Schwede. Wir werden reich. Oh, fast ein Level up. Was haben wir freigeschaltet? Granny's Brötchen, Zwillingsbrötchen, Lavabrötchen. Die sind einfach zu machen. Du musst sie nur 10 Minuten in den Ofen machen, dass sie richtig schön schwarz werden. So wie die vorhin. Was ist das noch? Größere Muffinformen, Kürbiskerne. Ja, die haben wir, glaube ich, schon freigeschaltet. Nee, Kürbiskerne noch nicht. So, also, wo sind wir denn hier? Wir müssen jetzt nochmal Corner Bakery, weil dann kriege ich nämlich sofortige Lieferung von den Zusatzstoffen und entfernt Kaufverzögerung für Zusätze. Allerdings nicht für Mehl und nicht für Flüssigkomponente. Alles klar. So.
Geil, das ist schön. Jetzt haben wir immerhin 900 Geld. Wir könnten uns schon die Muffin-Maschine kaufen. Ne, die Donut-Maschine. Die kostet, glaube ich, 800. Könnten wir uns kaufen. So, Anja. Weil du beste Mitarbeiterin bist, kriegst du als Bonus eine neue Maschine, wo du dann noch mehr arbeiten darfst. Also, soll man die Maschine kaufen? Die Donut-Maschine? Oder soll man erst noch eine Runde irgendwas anderes bäckern? Darfst du dir aussuchen, so. Wir könnten ein paar Touren in der Wasgau ziehen. Ist viel zu früh, 22:56, sie sind noch mitten im Arbeitstag. Außerdem sollst du doch keine Namen erwähnen. Also du hast dir das Wort Wasgau, hast du dir gerade ausgedacht, gell? Das gibt's ja gar nicht. Du hast einfach irgendein Wort genommen, ohne Bezug. So, erst Vorräte. Ich meine, erstmal alles auffüllen. Ja, könnte man eigentlich machen. Wir könnten auch noch, pass auf, Anja. Guck mal, wir können auch noch einen minimalistischen Boden kaufen, zum Beispiel. Oder eine neue Wand. Oder was kann man da noch kaufen? Ich glaube, das war's so ziemlich. Ah, Tische. Nee, eigentlich können wir nichts kaufen. Also ja, wir könnten einen neuen Bodenbelag. Aber nee, ich sag mal, der Bodenbelag ist unnötig. So. Das passt so. Ich darf doch meine Bäckerei nennen, wie ich will. Ja, das hast du recht. Nehmen wir alles zurück. So, also, wir wollen Sachen auffüllen. Übrigens, danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich hätte es nämlich jetzt wirklich vergessen. Was passiert denn, wenn ich jetzt alles bestellen würde? Dann wären wir ein wenig im Minus. Also bestellen wir wieder nur das Wichtige. Zum Beispiel, das braucht man nicht. Da haben wir genug. Sauerteigstarter, 3 Liter. Ja, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da, Milch. Guck, Milch kaufen wir. Die kostet nicht viel. Hefe kostet nicht viel. Das sowieso nicht. Da, Sonnenblumenkerne. So, wenn du dann noch genug hast, dann die Maschine. Ja, dann kaufen wir einfach so, dass es reicht. Pass auf, so bestelle ich. Ne? Bestellen. So. Jetzt kaufen wir uns die Maschine, wenn wir sie finden. Da hinten. Das reimt sich. So. Achso. Dann habe ich immerhin noch 59 Geld. Oh, krasses Teil. 20 Grad. Was ist das für ein Kaltbackgerät oder was? Temperatur einstellen. Mach mal ordentlich Power hier. Junge, komm, da geht noch. Ich mach gar nichts mehr, das läuft von alleine. Guck mal. Ach so, das hat nur 3 Einstellungen. 220, 200, 180. Ach so. Das muss man ja auch gesagt kriegen. So. Ah, schön. Also ich schätze mal, ich gehe mal davon aus, dass dann da oben die Masse reinkommt und dass das dann da unten so abtrennt, so Ringe rausspaut, die dann darüber laufen. Gehe ich davon aus. Und dann unten sind sie fertig. Warum dann da nicht so ein Umwender ist, der sie dann da reinschmeißt, keine Ahnung. So, also, jetzt gucken wir. Die Maschine ist gekauft. Vorräte sind bestellt. Alles klar. Mikrofon wieder freischalten. Sorry, ich habe schleimiger Hals. Einfach nicht wundern. Ist halt so. Im Moment können wir noch keine Donuts machen, weil wir ja heute erst die Maschine gekauft haben. Das weiß ja noch keiner, ne? Also ich würde sagen, wir machen noch mal ein Bauernbrot, also 8 Bauernbrote. Einfach, ich muss die geputzten Ringe drehen. Was ist denn das für ein Wort? Putzen-Ringe? Ich muss die Ringe drehen? Alter, stimmt, da war ja was mit den Spritzringen. War doch eine Kacke. Ja, komm. Dass die Maschine das von allein macht, war ein Upgrade. Ah. Was, ernsthaft? Ach du Scheiße. Okay, dann pass auf, wir machen nochmal die Corner Bakery, weil da kriegen wir den nächsten Perk, oder wie das heißt, ja. So. Da brauchen wir auch eigentlich nicht mehr durchlesen, die Kinder wollen wieder. Bauernbrot war ein großer Erfolg. Ganze Familie kaufen das Gebäck. Großeltern, Eltern, Kinder stehen den ganzen Tag Schlange, nur mal ein bisschen von deinem Produkt zu bekommen. Kannst du noch mehr machen? Aber sowas von.
Bauernbrot. Dieses Rezept wurde für all jene vorbereitet, die ihren Lebensstil ändern möchten. Es wird nur aus natürlichen Zutaten hergestellt, die von lokalen Bauern gekauft werden. Das Bauernbrot ist ein perfekter Snack für alle Gesundheitsfreaks. Glaub ich ja wohl selber nicht. Wir brauchen... Ich hätte mir eigentlich... Habe ich jetzt... Ah, das hat wieder resettet, gell? Ich wollte gerade sagen, ich habe mir doch alles schön hergerichtet. Erstmal wieder das Mehl holen. Hey, ich muss jetzt schon husten. Hab nur Mehl gesagt. So, Roggenmehl dieses Mal. Und zwar 2 Kilo. Es ist aber auch fies, dass ausgerechnet da, wo der Schalter ist, das Mehl hingezogen wird. Abartig. Alter, ich sag dir, wenn die BG vorbeikommt, die macht euch die Hohe. Das kann ich euch sagen. Und ich noch dazu. So, wir brauchen 2,5 Liter Wasser. Na komm. Und sauer... Oh, zum Glück haben wir... Mir fehlt noch Weizenmehl, ne? Sehe ich gerade. Oh. Zum Glück haben wir übrigens... 2,56 Milliliter Wasser. Jesus, nee. Liter Wasser. Die... Das bringt's jetzt voll, ne? Ihr wollt mich doch veräppeln gerade. Ja, sorry. Ah! Metrisches System, ich weiß. Jetzt müsste es aber stimmen, oder? Oder? Jetzt stimmt's. So, Mehl vergessen, ja. Das wäre ein bisschen peinlich. So, wie viel brauche ich da? 1,28 Kilo. 1,28. 1280. Und zwar Weizenmehl. So, gut, das haben wir. Sauerteigstarter, da ist er. 1,2 Kilo. 5. Ey, zum Glück haben wir vorhin gekauft. Ich habe fast nichts mehr da, ne? 1 Kilo. So, Salz 96 Gramm. 50, 70, 90, 95, 96 Gramm. So, das hätten wir. Alles klärchen, Popärchen. Weiter geht's. Zeit. 15 bis 25 Sekunden. Das ist aber wenig. Ja, 21, so. So. Vorhin haben wir ja... Anja, überlegt dir... Oder... Soll man nochmal probieren? Also, auf dem Rezept steht nichts von Zutat X. Sollen wir mal trotzdem probieren? Aber wir haben fast kein Geld. Ich weiß nicht, ob sich das rentiert. Wenn wir da jetzt was Falsches machen, wir müssen es wieder wegschmeißen, das wäre Kacke. Also ich habe das vorhin ja genauso gemacht. Ich habe auf den fertigen Teig vorm Zerteilen habe ich Zutat X gemacht. Sollen wir mal probieren? Darf da was rein? Ja, so okay, wenn du schon so fragst, ja. Also, was hätten Sie denn gerne? Sorry, warte mal. So, hier ist das Regal. Gucken Sie mal kurz drüber. Also, das ist ein Bauernbrot. Das kann ruhig... Da würde ich Rosmarin dazu machen. Also, Rosmarin... Nelken weiß nicht. Ja, vielleicht. Also, wenn, dann liegt es am Sauerteig. Aber das müsste man schon noch haben. Warte, ich guck. Ich guck, wie viel Sauerteig das wir noch haben. Wir brauchen 1,2 Liter Sauerteig. Ich kann mir danach... Wir haben noch... Ja, das reicht. Wir haben noch 1,8 Liter Sauerteig. Das reicht. Anja, such dir was aus. Such dir was aus. Also ich wäre für Rosmarin. Ich weiß aber auch nicht, was Kardamom ist. Also wie das schmeckt. In Bauernbrot, Rosmarin könnte geil werden. Nelken... Ich wüsste noch nicht mal irgendein Gebäck, wo Nelken geil wären drin. Keine Ahnung. Vielleicht ein Nelkensud. So ein bisschen gemacht, aber doch noch nicht mit Nelken gespickt oder so. Keine Ahnung. Anja, was meinst du? Delay? Anja meint Delay. Ja, mach. Okay, mach ich. Rosmarin. Zack.
So, jetzt das Ganze zerkleinern. Plupp. Dong. Moment. Die Form scheint egal zu sein. Kastenförmig. Ich habe noch nie... Also eigentlich muss es ja ein Kastenbrot sein, ja? Pass auf. Ich probiere mal, ob das funktioniert. Wir tun es jetzt mal schön zerkleinern, ja? Weil hier stellst du halt die Form ein. Und du machst doch keine, ne? Also ich verstehe es nicht. Naja. Wir machen das hier. Können wir mal gucken. Also ja, normalerweise, du machst halt gerade bei Weißbrot oder sowas, machst du den richtig abgemessenen Teigling in die Form rein. So, jetzt pass auf. Ich würde gerne weggehen. Was ist denn hier los? Da bleibt so viel übrig. Ich würde gerne einen nehmen und den gucken, ob ich ihn in die Form reinkriege. Nee, ablegen. Ja, komm. 50-Sekunden-Regel. Ja, das ist noch gut. Ja, nö, geht nicht. Okay. Leg da wieder hin. Da hinlegen. So. Jetzt rund machen, ja? So, also nicht rund machen, eigentlich lang Stoße, ne? So. Hier hin. Brezel muss darüber. Oh, das ist schon... Ich brauche unbedingt Rundwirker. Weil... Also ja, wir haben jetzt erst die Donutmaschine gekauft, aber das da ist ziemlich... Das macht überhaupt keinen Spaß. Rundwirke selbst, also im Real Life, macht schon Spaß, wenn man es kann. Ich habe mir gerade aufs Mikro gespuckt, aber und wie noch, hey, alter Schwede. Das macht schon Spaß, Rundwirken. Also so mit 2 Händen. Und wenn dann der Tisch zu niedrig ist, so ungefähr auf Hüfthöhe. Und dann kannst du... Ja. Okay. So. Haben wir nicht bald alles hier. So. Brezel. Na. Willst du nicht? Na komm. Komm her. Jetzt müssen wir aber bald durch sein, oder? Yeah. So. Da haben wir die Brote. Schön über geschmiss. Jetzt brauchen wir wieder Sticke. Obwohl, komm, die schmeißen wir in den Ofen, oder? Die machen wir jetzt in den normalen Ofen. Wieso ist da ein Ausrufezeichen dran? Wahrscheinlich, weil da extra Zutat dabei ist. Na, komm her. Warte, ich probier noch was. Kannst du vielleicht jetzt das Brot reinmachen? Nee, irgendwie nicht. Das gute Bodenbrot. Wer kennt es nicht? Es geht nicht. Wenn du es ablegst, schmeißt es dahin. Es geht nicht. Okay, geht halt nicht. Kann man nicht. Ich habe keine Ahnung, was man mit dem Brot da zu machen hat. Also mit den Brotformen. Ich habe die wirklich noch für gar nichts gebraucht. Fünf, 6, 7, 8, 9 sind doch 9 Brote. Wieso habe ich denn so viel? Ja, keine Ahnung. So. Die brauchen wie lange? 50 bis 70 Sekunden. Jesus, ne, Anja, was machen wir denn so lang? So. Bisschen Speed geben. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aha, wenn du da Speed gibst, das ist die Turbo-Taste.
Jetzt verstehe ich das, okay. Müssen die in die Form? Ich habe keine Ahnung, ob die in die Form müssen. Also es geht nicht in die Form, eigentlich schon. Aber die gehen nicht in die Form, also wird es wohl so sein. So. Nelken ist dezent in Weihnachtsgebäck, zum Beispiel in meinen Zimtwaffeln oder auch in Zimtstätten. Ja, Weihnachtsgebäck ist was anderes, ne? Ich mache halt Nelke in Weißkrautsalat. Wenn ich Weißkrautsalat mache, also ich muss Hochdeutsch reden, sorry. Mit, Moment. Beinahe verquatscht, aber nur beinahe. Die sehen aber auch gut aus, so. Nicht unbedingt so, wie sie sollten, aber egal. Ja, wenn ich Weißkraut... Achso, ja, wir haben ja ein Brot zu viel. Das essen wir nur der, mit ordentlich Butter drauf. Wir haben ja jetzt Butter. Und dann machen wir das. So. Fahrer. Oder? Sollen wir wieder fahren? Erstmal gucken, was kostet. Ja, es ist gar nicht mehr so teuer, ne? Im Brot sehe ich Nelken auch nicht. Das sag ich doch. Also, ja, aber guck mal. Junge, wir können ihn auch ohne Trinkgeld losschicken, aber wenn ich dann 13 Trinkgeld spare, 13 Geld Trinkgeld und der bringt nur 70% von meinen Broten an, ich mach das so, komm, Leben am Limit. Zugestellt und Beziehung verbessert. Punktzahl 80, okay, das war wohl nicht das Richtige. Also es war war scheinbar falsch. Also wir haben nur 80% gekriegt. Jetzt weiß ich nicht, ob es am Fahrer lag. Es lag bestimmt am Fahrer. Oder an der Zutat. Da, Punktstrafe 92. Ja, ich bin Größes. Ja, gucke. 92 Punktstrafe. War falsch. War falsch. Tut mir leid, jetzt haben wir 92. Aber wenigstens kriegst du nicht so viel abgezogen. Du kriegst ja fast die Hälfte der Punktzahl nochmal als Bonus obendrauf, wenn es richtig war. Wenn das aber abgezogen, kriegst du irgendwie ein, keine Ahnung, Viertel oder sowas. Das ist noch in Ordnung, sag ich mal. So, Level 14, sehr gut. Und jetzt haben wir auch gekriegt, das hier, sofortige Lieferung von Zusatzstoffen, also auch wenn sie plötzlich leer werden sollten und wir nicht den Tag vorher bestellt haben. Und entfernt Kaufverzögerung. Das heißt, wir kriegen sie gleich. So. Größere Muffinform, Lavabrötchen. So. Also. Ja, dann wahrscheinlich nur, wenn es dabei steht. Möglich. Möglich. Entweder lag es da dran oder ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. So. Okay. Bisschen aufräumen, ja? Theoretisch müssten wir jetzt auch Donuts im Angebot haben im nächsten. So, ich gehe erstmal Sachen bestellen. Ich habe nicht so viel Kohle. Wieso gehe ich eigentlich immer ins Regal? Ich kann doch einfach von hier bestellen. Also ich brauche Sauerteigstarter. Oh, der ist aber auch sackteuer. Guck dir das an. Wir haben noch 1,8. Der muss reichen. Notfalls wird nachbestellt, aber der muss jetzt reichen. Ja, ich weiß, einkaufen bin noch dabei. Delay. Ich muss mal gucken. Ich glaube, man kann auf YouTube irgendwie den Delay runterstellen. Aber das geht eventuell nicht, wenn man in 2560p streamt. Ja, Weizenmehl kostet 1,2. Es ist auch nicht viel, was da fehlt. So. Ich tue ein bisschen was bestellen. Das so kleines Pippelzeugs, weißt du? Sesam, Kakao, Rosine, Kürbiskerne. Das reicht jetzt alles mal noch. Das reicht. Wir brauchen... Wir können nicht alles für Zutaten ausgeben, die wir dann doch nicht verwenden. Also, ich guck mal, ob wir jetzt schon Donuts machen können. Moment, erstmal will ich die 2. Also, wir haben gerade freigeschaltet. Ah ja, sofortige Lieferung. Und als nächstes wäre hier... Ja, neues Ding für die Bäckerei anzupassen. Das ist mir egal, ehrlich gesagt. Jetzt können wir ja gucken, wo wir jetzt weitermachen. Größerer LKW ermöglicht die Annahme von bis zu 6 Bestellungen pro Tag. Da haben wir wenigstens mal was zu tun und nicht nur einfach immer nur eine Sorte Brot backen oder so. Und hier gibt's Bestellbonus, hier gibt's XP. Nach Auslieferung erhaltene XP um 20% erhöhen.
Sofortige Lieferung von Flüssigkeiten, ja. Und hier haben wir noch Rabatt auf die Inhaltsstoffe. Okay, Anja. Wie machen wir das? Tun wir jetzt vorrangig die Oma hier beliefern oder den LBC? Also hier könnten wir dann mehrere Bestellungen gleichzeitig machen. Ja, er schlaft bald ein. Okay, dann gehen wir auf XP. Nein, wir gucken einfach da, wo es ein zentraler Mischer. Belohnungen im nächsten Level. Ja, wir gucken einfach. Ich will noch Donuts machen. So, mal gucken. Irgendwo muss es ja Donuts geben. Hä? Achso. So, wir gucken, dass wir Donuts hinkriegen. So. Gibt keine Donuts. Kakaobecher, Überraschungsmuffin, Zwillingsbrötchen oder Granny's Brötchen. Tja. Also, dann machen wir, ich wollte hier den LBC haben, damit wir schneller XP kriegen. Und mit mehr XP levelst du schneller hoch und kriegst dann alles andere voll. Das ist so meine Idee. Aber Kakaobecher geben 806. Komm, es gibt die Überraschungsmuffins. Sorry. Überraschungsmuffin war ein großer Erfolg. Ganze Familien, bla 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 bla. Was ist ein Überraschungsmuffin? Jeder liebt Überraschungen, wann immer es eine Party, ein Geschenk oder Essen ist. Sorry. Mit diesem Gedanken haben wir dieses außergewöhnliche Rezept gemacht. Wir wollen nur Kunden auf der ganzen Welt glücklich machen. Was unsere kleine Formel so einzigartig macht, ist das Mischen von Rosinen mit den grundlegenden, das heißt nicht grundlegenden, das heißt grundlegenden Backzutaten wie Weizenmehl, Milch, Eiern und Zucker. Da steht nichts von X. So, Überraschungsmuffin. Ich dachte, da ist Senf drin oder so. Okay, ich brauche wieder einen Kessel. Moment, der Kessel muss hier hin. Irgendwo da. Ich brauche Weizenmehl, genau 1,35. 1350. Also Weizenmehl habe ich. Alles andere kriege ich da drüben. Mach mal hier einfach weiter. Zucker 108 Gramm. So, Milch 540. Mit oder ohne extra Zutat. Wir machen mal ohne. Wir machen mal ohne. Ne? Ich brauche jetzt erstmal Geld. Ich habe jetzt einfach nur das genommen, was am meisten Geld bringt erstmal. Und dann sehen wir weiter. Milch können wir da drüben holen. Olivenöl auch. Eier brauchen wir hier. Haben wir noch was? Hefe. Hefe natürlich. Wie viel Hefe? 108. 105, 6, 7, 8. Und 270 Rosinen. Rosinen waren da oben. Das ist Sunflower, Pumpkin, Raisins da oben. Wie viel? 270 Gramm. So, jetzt brauchen wir noch Eier und komm, das Olivenöl holen wir uns auch hier gleich. Was soll die Scheiße hier? 270. 200. 250, 270. Können wir auch gleich die Milch holen. So. 500. 600. Ich habe zu viel Milch drin. Nicht. Ich habe zu viel Milch drin, Mann. 600 Milliliter habe ich drin. Ich würde gerne das letzte... Also Moment. Milch. So. Das letzte rausholen, was ich reingemacht habe. So. Ich habe drin 50 Milliliter Milch. Ich mache einfach noch 50 rein. Jetzt habe ich 100 Milliliter drin. Dann machen wir noch 20, 40 rein. So, jetzt habe ich drin 140, brauche ich noch 400. So, jetzt stimmt's. Und Eier 270 Milliliter. 9, 18, 27, das werden die dicken sein, schätze ich. Das sind 60. 6. Wie viel sind das da? 45. Ah, shit. Moment. Kann ich das Ei auch wieder rausmachen? Nee, das Ei geht nicht raus. Mach mal da 180 rein. Wo sind die Eier? Und dann 270. Pass auf. 6,
Komm her. Nochmal 6 sind 120. Wie viel habe ich denn jetzt drin? Ah ja. 180, gut, jetzt pass auf. Wir brauchen was? 270. 18 sind doch 27. Nee, 260. So, pass auf, jetzt geht's hier weiter. So. Noch eins. So. Wie viel habe ich drin? Eier, 270 Milliliter. Bam, habe ich gut gerechnet, hä? Kompliziert. So, haben wir alles drin? Jawohl. Sehr gut. Zack. Reingemacht. 30 bis 50 Sekunden. So. Okay, und was? Muffins. Wie viele? 54? Ich glaube, so viele Formen haben wir gar nicht. 6, 12, 18, 24. So. Ach so, ja, pass auf. Machen wir gleich Förmchen rein. So. Also, ja. Wir machen keine extra Zutat rein, weil wir Geld brauchen. Ich brauche dich mal kurz. Es wird mir sonst zu viel Arbeit hier. So, mein Teig ist fertig soweit. Wie viel kriege ich da drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. So. Alles im Griff. Ja, dann lass mal hier stehen. Der steht super gut. Jetzt nehme ich die Förmchen, mach sie da drauf. Oder auch nicht. Weil das mal wieder nicht geht. Dann nehme ich halt die Bleche runter, lege sie auf den Tisch und mache dann die Förmchen drauf. Wenn es geht. Ja. So, hallo? Wir müssen da wir müssen nicht unbedingt zweimal backen. Wie viel kriege ich da drauf? 1, 2, 3, 4, 5 und einen kann ich noch in den Ofen machen oder so. So, Förmchen. Achso, nö, reicht ja auch, oder? Na komm. 6, 12, 18, 24, 54 brauche ich. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. So. Also. Da voll machen. Nein. Ich will die Förmchen voll machen. So. Das ist jetzt die erste größere Bestellung, hey. Wenn ich mir überlege, dass ich da dann noch 20 Brote machen muss oder so, es würde dann doch ein bisschen hardcore werden. Habe ich noch Platz auf dem Tisch, ja? Wenn ich die Schüssel da wegschmeiße. Zack. Wo ist denn das Blech da? So. Ah. Komm her. Und du kommst auch daher. Müssen wir alles schön die Reihenfolge beachten, sonst kommen wir nämlich hier nicht weiter und dann verzweifle ich wieder. So. Jetzt kommt es zur Füllung. Nein. Einfüllen natürlich. 1. 2. Na? Will nicht. Ist so weit hinten, kommt da wohl nicht hin oder was? Ah, jetzt. Hier geht's. Na? Will er nicht. Mache ich irgendwann später. So. Nein, ich will ja nicht abstellen. Ich will eigentlich den da hinten füllen. Ah, jetzt hat er. So. Dann machen wir das da schön rein. So. Alles klar. Kommst mit. Ab in den Ofen. Unser normaler Ofen passen eh nur... Wie heißt das denn? Stell dich nicht so dran, Mann. In unseren normalen Ofen passen eh nur
2 Bleche rein. Ja, aber wenigstens kriegst du die Bleche gescheit rein, ne? Diese Kacke hier. Sorry. 180 Grad. Ein bisschen aufpassen. Und wie viel? 30 bis 50 Sekunden. So. Okay. Also, ich habe jetzt vor, die lasse ich dann jetzt nochmal ausliefern, ja? Und die nächste Bestellung wird dann unsere letzte werden. Da mache ich dann aber richtig alles. Also die fahre ich dann auch selbst aus. Weil, genau deshalb. Weil ich hier rumhüstel. Und das ist nicht gut, wenn ich rumhüstel. So. Sonst schläft mir Anja noch ein. Die ist nichts mehr gewohnt, weißt du? Was ist das für ein Bäcker, der irgendwie einschläft? Das ist ja mitten auf der Arbeit eingeschlafen. Das geht ja gar nicht. So. Na, willst du mich veräppeln oder was? Weg da, ich will das Blech haben. Ich hab's eilig, Junge. Darfst du Lehrling wegmachen. Zack. So, die soll also schön der Fahrer wieder abholen. So. So. Okay, dann gucken wir mal, ja. Zugestellt. 100%. Verspätung 0. Alles klar. 800 Geld gekriegt. Wir freuen uns und sind endlich wieder Level 15. Sind endlich wieder gut im Plus, wie sich das gehört. So, sag ich mal so. Also. Können wir schon irgendwie was anderes kaufen? 1500 haben wir. Lass mal gucken. Es wäre halt schön, wenn man vorher sehen könnte, ob wir schon eine neue Bäckerei freigeschaltet haben, die eventuell mal Donuts will. Habe ich mir eine schöne Donut-Bäckerei gekauft, Donut-Anlage, und keiner will Donuts. Was ist denn das für ein Kack hier? Ist doch wahr. So, was haben wir denn unter der 3? Geld. Sag ich mal, was gab's denn hier? Also, oh ja, oh. Jetzt bezahlen. Ich habe kein Darlehen, weil ich nämlich kein Darlehen mache. So, jetzt gehen wir mal ordentlich Sachen bestellen. Zum Beispiel Olivenöl, ein Sauerteigstarter. Oh, der kostet einen Haufen Geld. Da haben wir eigentlich alles noch genug. Komm, eins, was viel kostet, müssen wir machen. Kürbiskerne machen wir. Ist das alles teuer, ey? War doch früher nicht so teuer. Eier brauchen wir. 0 Milliliter, 25 Geld. Ja, geil. Aber noch ein bisschen mehr. Das braucht man nicht viel. Milch. Ja, kostet auch nicht viel. Zucker kostet nicht viel. Das kostet nicht viel. Sesam haben wir noch genug. Passt soweit. Oh, der Sauerteigstarter bringt mich um. Egal, den nehmen wir jetzt. Dann ist er weg, dann haben wir ihn, weißt du? Jetzt haben wir nur noch 200 Geld. Mein Gott, gibt Schlimmeres. So, jetzt. Wie gesagt, letzte Runde. Ich guck mal, ob ich irgendwie Donut backen kann. Nö. Ich glaube, wir können erst Donut backen, wenn wir eine neue Bäckerei haben. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie hier oben Donuts will. Das sieht doch schon... Nee, ich glaube eher, dass das ein Bagel ist. Dreieckiges Brötchen. Wo waren wir denn? Da unten waren wir, gell? 28 dreieckige Brötchen. Es gibt 513 Geld. Ja, gibt gerade alles nicht so viel. Wir machen das da. 300 dreieckige Brötchen. So, was gibt's hier? Glaubst du, dass dreieckige Brötchen unsere Kunden zufriedenstellen wird? Ja, wir tun es und ja. Blödes Game. Gar nicht blödes Game. Super. Dreieckiges Brötchen. Moment. Angucken. Flaumiger Geschmack wird durch Zugabe von Joghurt erreicht. Steht auch nichts drin von wegen X. Also. So, machen wir mal wieder weg da.
Was brauchen wir denn? Roggenmehl. Roggenmehl, okay. Luft anhalten. Weizen, Vollkorn, Roggen, 1,4. 1, Joghurt 560 Milliliter, das muss ich hier holen. 500, 20, 40, 60. So. Olivenöl, Backpulver, erstmal Backpulver. Backpulver war da drüben, ja. Ne, das Sauerteig, da ist Backpulver. Backpulver 56 Gramm, 20, 40, 45, 55, 60, 6, was? 40 Gramm, 45, 50, 55, 56 Gramm. Jetzt stimmt's. Salz brauchen wir auch 56 Gramm. So geht's natürlich einfacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zucker 28 Gramm. 5, 6, 7, 8. Und jetzt noch das Olivenöl. Komm, das holen wir auch gleich hier. Da. Olivenöl haben wir ja extra aufgefüllt. Wie viel brauche ich? 560 Gramm. 500, 20, 40, 60. So, jetzt haben wir alles. Hoffe ich. So. Zeit 20 bis 25 Sekunden. Ja, 26 zählt damit rein. So. Dreieckige Brötchen. Da brauche ich dann das hier. Machen wir hier die Schüssel da, die schmeißen wir gleich in den Mülleimer. Dahin. Weil 28 Brötchen, ich glaube, ich krieg 10 oder sowas. Oh, ich könnte gleich die Blech hinstellen. Wo haben wir denn der Rolli? Ja, komm. Machen wir dahin. Da, das Blech legen wir dahin. Naja, ich will nicht so viel rumlaufen, weißt du? So. Ich glaube, wir kriegen 9 auf dem Blech, wenn ich mich richtig erinnere. So. Dann kommen sie mal her. Bam. Rein mit dir. Dreieckige Brötchen hätte ich gerne. Und gib ihm. Einmal runter. Einmal hoch. Danke. Drei, 6, 9, 10. So. Okay. Dann die nächsten. Einmal runter. Gleich wieder hoch. So. Wer stellt denn da die Schüssel immer mitten in den Weg? Das ist ja Wahnsinn. Also, da ablegen, da hochnehmen, da drauf machen, da ablegen. Kriege ich es von hier rüber geschossen? Nee, leider nicht. So. Weiter geht's. Macht Chili, flammige Geschmack. Alles, was du sagst. Chili. Zack, bisschen Chili rein auf die letzten paar, weißt du? So. So. Zack. Die letzten sind mit Chili-Geschmack. Für die Kiddies, weißt du? Die Kinder essen das so gerne. Yeah. Können sie ordentlich spauzen, können sie. Ernsthaft jetzt? Einer? Ja, muss sein. Muss sein. Wo ist denn? Ich habe kein Blech mehr. Ich brauche ein Upgrade hier. Mein Blech reichen nicht. Wo ist die Sticke? Da ist die Gare. Zack, komm mit.
So. Du da drauf. Du da unten drauf. Und du kommst da unten drauf. Und du kommst jetzt da nicht. Aber ich muss mich gescheit hinstellen. Ist das so schief? Jetzt schon kaputt oder was? Und da fehlt bestimmt ein Rad. Wie viel das ist. Okay. Ja, komm vor. Mechaniker. Das Rad kaputt. Fast. Ja, vielleicht liegt es auch an mir. Meine Einparkkünste sind legendär, wie man sieht. Ich krieg das Blech nicht mehr rein. Ich krieg das Blech nicht mehr rein. So, komm wieder her. So. Alles klar. Na, jetzt geht doch auch rein. Ja, so ist gut. Okay, 200 Grad. Das sind 220, das ist zu viel. 25 bis 40 Sekunden. Ich mach 32. So. Haben wir alles drin, oder? So wird's super, glaub mir. Ja gut, wir werden sehen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn nur ein Teil von den Brötchen noch das gewisse Extra hat. Müssen wir mal gucken. Sehen wir ja dann. Aber könnte schon geil sein. Ja, ich hab auch, ich hab mir heute Pizzabrötchen gekauft. Die sehen gut aus. Moment. So, pass auf. Knister, knister. Pizzabrötchen habe ich noch nicht gegessen. Die sehen geil aus, oder? Oh, guck mal, so richtig so. Oh, ich bin Influencer. Ich zeig mein Essen in die Kamera. Aber ich esse es auch. So. Achso, ich nehme meinen Controller in die Hand und wundere mich, dass ich nicht lenken kann. So, dann kommen Sie mal her. Oh. Rustikal. Rustikal, sag ich, ne? Was steht da? Mixen? Achso, das ist insgesamt. Okay, wo ist die Kiste? Komm mal rüber. Also ich mache mir wirklich Sorgen um die Garde. Also die sieht so... Die hängt so wie Schippe Siebter, ne? So. Guter Influencer, muss es mir runterfallen? Nee, ich hab's ja nicht auf dem Teller drauf. Das Lustige ist, die 5-Minuten-Bäckerei, wo ich quasi schon fertig gespielt habe, sowas. Das ist eine Influencer-Bäckerei. Da steht dauernd, ja, es muss nur gut aussehen, muss nicht gut schmecken, ist für Influencer. So, habe ich ja gesagt, fahren wir jetzt selbst. Wir gucken mal, was die Lieferung kosten würde. Ja, 30 dann insgesamt. Nee. Mache ich selbst. Ach, das war die, wo so kacke weit weg ist. Mann, ey, warum? Warum mache ich denn das selbst? So. Also, aber es sollte eigentlich nicht schwer sein. Sagt er und baut Schabernack. So. Platz da. Nächste rechts. Ja, ich nehm die Abkürzung hier über den Randstein. So machen das die Profis. Da links. So, jetzt nächste wieder rechts. Oh, keine Karte. Ich kenne mich hier aus. Wie in meiner Westentasche. Ich habe gar keine Weste an. Und wenn, dann hätte ich keine Taschen. Au! Ja, was soll denn das? Der hat mich geschnitten. Der Luder. Ja, die weinende Gasse. Ach, guck mal. Ihr wohnt auch noch ein bisschen. So, ich fahre jetzt noch die. Also da fahre ich noch dürfen. Hier ist das, nee, voll über die Bahngleise geschanzt. Wenn da ein Zug kommt, haben wir mal gelitten hier. So, nächste rechts, links rein. Und dann irgendwo hier. Ah, da. Huch, was ist denn da los? Was hat ihr da für geile Deko da oben drauf? Die ist immer fesch. Fällt mir. Das war nix. Willst du mich veräppeln? Was hat das Ding für Bremsen? Alter, echt jetzt?
Jetzt hat. 100%. Bam. Ja? Ich brauche keinen Fahrer. Ich bin gut. So. Und das war's jetzt gerade eben. Das. Ach, guck mal. Wir haben ein Donut-Rezept gekriegt, Anja. Donut-Rezept haben wir gekriegt. Neue Muffins und ein Schummeltag-Donut. Wir hatten noch kein Donut-Rezept. Okay. Und ein Überraschungsbrötchen und Dinkelmehl. Guck mal hier, beim nächsten Mal kriegt man einen XP-Boost. So, also hier in der 5-Minuten-Bäckerei, die da oben, das ist diese Influencer-Bäckerei, die mag ich nicht. Weil, selbst wenn ich nur ein Spiel drüber spiele, ich back doch keine Nahrungsmittel, damit sie angeguckt und fotografiert und weggeschmissen werden. Das lässt mein Bäckerstolz nicht zu. Ich will, dass das gegessen wird. Natürlich backe ich Nahrungsmittel zum Essen und nicht hier so... Könnte ich mich aufregen hier. Influencer, so. Und du stell dich mal gescheit hin. Wie stehst du da? Das ist schon ganz verzogen, Mann. Geht doch nicht. So, okay, also jetzt Donuts? Ja, mach mal Donuts. Ich gehe ein bisschen vorbereiten wieder und hoffe, dass es was bringt. Und ich werde auch hier gleich das da drunter stellen. Spart alles Zeit, weißt du? Das Ding wird immer schiefer. Was ist denn da los? Oh ja. Ich nehme es und ziehe es mal nach oben. Nee, das geht nicht. Das ist einfach ein Rad kaputt. Scheiße, Mann. Ich habe keinen Mechaniker. Das ist schlecht. Donuts werden da drüben gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Da lasse ich jetzt einfach mal den Rest so stehen. Also, Donuts. So, Bestellung machen. Fortfahren, bitte. Da! 36 Donuts will er haben. Und gibt ordentlich Kohle. Und ist auch ganz in der Nähe. Ist die 5 Minuten, ist die Influencer-Bäckerei. Machen wir. Jawohl. Einmal zu oft gegen den Sticken gefahren. Nein. Wer war das? So. Oh nein, wir haben hier einen Notfall. Einige der beliebtesten Influencer haben geschrieben, dass das Gebäck in unserem Laden langweilig ist. Kannst du dir das vorstellen? Das könnte eine echte Katastrophe für uns sein. Wir brauchen deine Hilfe. Bitte bereite Donut mit den außergewöhnlichsten Zutaten zu. Aber sowas von, du kriegst Kümmel rein und Nelken. Vergiss nicht, das Gebäck schön zu gestalten. Verstehst du? Prima. Jetzt backen. Denk dran. Es uns so schnell wie möglich zu liefern. Okay. Wir gucken mal kurz durch. Oh mein Gott, was hast du dir dabei gedacht? Ohne Donuts im Angebot kann man keine Bäckerei führen. Hier verwende dieses Rezept und bereite den traditionellsten, aber köstlichsten ausgebackenen Kuchen zu. Ist pelzig, Kuchen. Die Menschen lieben diese süßen, runden Snacks und kaufen immer mehr, als sie brauchen. Denk nicht einmal dran, dein Geschäft zu führen, ohne Donuts zu verkaufen. Das muss ein typischer Ami-Schuppen sein. So, also, hab ja gut vorbereitet. Ja, das machen wir nachher. Wir brauchen Weizenmehl. Ich habe vergessen einzukaufen. Macht aber nichts, glaube ich. 1800 Gramm Weizenmehl. Ey, ohne Scheiß, weißt du, was das Lustige ist? Mehl anhalten, Luft anhalten funktioniert, Anja. Das ist einfach nur krass. Ich kann die Schüssel nicht hochheben? Doch. So. Komm, dann spannen wir hier ein. Dafür haben wir es da. Wasser brauche ich 360. Also. Brauche ich sonst noch was an Flüssigkeit? Nee, Milch, doch Milch, 540. War doch 540, ja. 540 Milch. Zack. So, Schlauch raus. Alles klar. Butter, wo ist das Regal? Achso, immer hinter mir. Alter, meine Brille suche ich auch. Und meine Kopfhörer weiß ich auch nicht, wo sie sind. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Butter. Wo ist denn die Butter? Ah, da. Alter, wer macht denn Butter? Naja. 360 Gramm. 200, 300, 350, 360. Ah ja, 360. Wie viel sind da drin? 60. Das geht. 6. Noch eins. 12.
18. Na komm, also erst mit der Maus klicken. Wo waren wir? 18, 24, glaube ich. Jetzt dürfte das 30 sein. Und jetzt noch 1. Gut. 360. Zucker brauchen wir noch. Rüber mit dir. Zucker, nicht Salz. Ganz wichtig, wenn man Berliner backt, die werden am Schluss in Zucker gedreht, nicht in Salz. Das sieht gleich aus, aber es schmeckt ganz anders. Ich wollte es nur erwähnt haben. Nicht, dass das mal vorgekommen wäre, doch ist es. Aber nicht von mir, war nicht meine Schuld. Von daher, alles in Ordnung. Das war aber irre witzig. Anja, weißt du das noch? Als die Berliner mit Salz in Salz gedreht haben am Schluss statt Zucker, da hat, ich weiß nicht, ob irgendwie der Lehrling in die Zuckerkiste Salz gemacht hat oder umgekehrt. Auf jeden Fall war halt hinten in der Auffangkiste war, warte mal, ich brauche Hefe, da ist sie doch, 108 Gramm. Moment, erstmal ein bisschen labern. Okay, dann machen wir das halt so. So. Auf jeden Fall war hinten also da war hinten so eine Schublade, sagen wir mal, da fallen dann die gebackenen Berliner rein, werden einmal in Zucker gedreht und dann in Körbe gesetzt. Und da war dann halt Salz drin. Und es hat halt lange keiner gemerkt, bis irgendeiner gesagt hat, oh, ich futter jetzt mal einen Berliner. Und hat halt einen Berliner gefuttert. Und dann ist er in Salz. Eklig. Stimmt, es kann sein, dass es vorher war. Es war dann halt nur so, dass wir, also alles, was nicht gut aussah oder sowas. Moment, wir müssen die Maschine vorheizen, ne? 200 Grad. Ja, guck, die heizt jetzt hoch. Alles, was irgendwie schief aussah oder ein Stück abgebrochen war oder sowas. Wir haben in der Bäckerei gearbeitet, wo eher höherpreisig verkauft wird. Also musste die Qualität war halt auch dementsprechend hoch. Wenn da ein Kuchen dabei wäre, jeder Bäcker hätte ihn noch genommen, wenn er ein bisschen, keine Ahnung, der Rand ein Stück abgebrochen war. Ein Stück vom Rand war abgebrochen. So, jeder Bäcker hätte ihn noch genommen, hätte ein Stück abgeschnitten, fertig verkauft. Nee. Bei uns wurde der Kuchen weggeschmissen quasi. So, sie ist drin. Und jedenfalls, Moment, da muss ich jetzt noch drüber reden, aber ich mache das schlau. So, pass auf. So, jedenfalls war es halt so, dass die waren halt alle voller Salz. Und dann, ja, scheiß drauf. Alles, was bisher produziert wurde, das waren schon mal 1000 Stück oder sowas. Die waren schon in Kisten verpackt, alles wieder runterholen, also die Kisten wieder wegmachen und auf so ein Rolli drauf. Und da standen da halt 1000 Berliner vorm Büro. Und es ist halt einfach so, was vorm Büro gestanden hat, war zum Essen für die Leute. Also wenn irgendwie die Kuchen etwas zu dunkel waren oder das Brot etwas schief war, dann wurde das, kann man ja noch essen, ist ja scheißegal, vor das Büro gestellt und die Leute konnten sich das mitnehmen. Und da stehen dann halt, irgendein Arsch hat die Berliner halt vors Büro gestellt, statt sie gleich in Container zu schmeißen, die salzigen Berliner, weißt du, hat sie halt vors Büro gestellt und dann kamen plötzlich die Leute aus der Kühlung gerannt. Weißt du, die sind halt so abseits gewesen in der Kühlung. Und da kam halt einer, hat gesehen, oh krass, da gibt's einen Haufen Berliner. Rennt zurück, holt ihre Kolleginnen und dann sind sie so gekommen mit 10 Leuten oder was und haben sich die Tüten voll gemacht mit Berliner. Und ich stehe so nebendran und denke mir so, ja, aber die sind doch alle salzig. Soll ich was sagen? Nö. Und der Getränkestand hat gelebt an dem Tag. Ganz genau. Also so, wir gucken mal kurz, wie es funktioniert. Mixer. Donutmaschine auszubacken. Du kannst die Kiste neben der Tür der Bäckerei finden. Ach, da kommt da unten hin. So, warte, bis eine Seite des Donuts perfekt ausgebacken ist. Wenn er fertig ist, wende ihn und warte, bis der Teig fertig ist. Wenn deine Produkte fertig sind, nimm sie heraus und leg sie in die Kiste. Ich muss die Kiste da hinlegen. Siehst du? Da hätte ich nicht dran gedacht. Diese Kiste da. Ach so. So funktioniert das. Ahaha. Ja gut. Dann, nee, nicht wegwerfen. Power! Boah, schön. Und jetzt macht's. Und da kommen dann die nächsten raus. Was, sind die gut? Nee. Was? Ich bin zu langsam. Ich kann die noch nicht drehen. Anja! Anja, ich brauch dich! Anja!
Anja, hilf doch. Das ist gar nicht so einfach. Ich kann sie nicht nehmen. Warum nicht? Achso, weil sie noch nicht fertig waren. So. Wieso sind denn die da unten immer so rot? Das kann ja wohl nicht sein hier. Ich kann die halt noch nicht drehen, weißt du? Ich muss die im genau richtigen Moment drehen, aber oh, ist das fies. Ist das Fett zu heiß? Das ist nicht so einfach, Mann. So, jetzt hat. Ah. Junge, ist das Arbeit. Kann nichts helfen. Ich halte den Besen. Ja klar. Sie macht wieder ihr Arbeiterdenkmal. Steht da, weißt du so? Hat einen Besen in der Hand, stützt sich auf den Besen, guckt ihr zu und sagt dann wahrscheinlich so, die sind aber schon recht dunkel, oder? Solle die so sind? Ey, Anja, echt jetzt. Mann, Anja, das war richtig fies. Das ist richtig fies von dir, so. Weil ich nur mal gesagt habe, also das vergesse ich dir nicht. Das vergesse ich dir nicht. Du bist fies. So, sollen wir sie ausfahren? Zeig mal hier, was kostet. Ich meine, es sind die 5 Minuten. Hey, ich glaube, der hat sie nicht mehr alle. Die 5-Minuten-Bäckerei, die ist einfach eine Straße weiter. Der Besen fällt sonst um. Ja, ich weiß. Ist ja kein Standbesen. Ist ein Kehrbesen. Der will wirklich 51, also der will 25 Trinkgeld haben. Vergiss es, Mann. Fahr ich selbst weg. Das ist doch genau in der Nähe. Ich glaube, was hackt oder was? Scheiße, wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, nicht selbst vorbeizufahren, wenn die Donuts sehen. Alter, und ausgerechnet noch für die Influencer, die sagen doch, die sollen gut aussehen. Oh Mann! Jesus, nee, das ist gar nicht gut. So, okay, einfach nur geradeaus fahren, krieg ich hin. Krieg ich mit einer Hand hin. Mach Platz. Ich hab's eilig. Meine Donuts verbrennen sonst. %. Oh komm, kann man nicht meckern. Punktstrafe 44. Ja, komm. Die waren ein bisschen von der Sonne verwöhnt. Was ist eigentlich vorhin mit unseren... Ja, ich hätte ja eher rausgeholt. Ja, danke. Danke, Anja. Super. Was ist eigentlich mit unseren Chili-Dreiecksbrötchen geworden? Da gab's da extra Geld dazu? Haben wir gar nicht geguckt, ne? Haben wir vergessen zu gucken. Also es gab zumindest hier kein extra Ding, wo es irgendwie hieß, wo es irgendwie hieß, Gedönse. Hast du besonders gut gemacht oder so? Komm, das muss... Oh, komm! Okay, wir können jetzt einen Schummeltag-Donut machen. Ein Überraschungsbrötchen, Granny's Brot, Grandpa's Muffin und wir haben noch anderes freigeschaltet. So, fast hier... Guck mal, der Ruf... Also unser Ruf ist schon ziemlich gut. So, jetzt aber komm. Jetzt lass uns mal... ja. Lass uns mal ein bisschen zu Ende kommen. So, lass uns mal ein bisschen zu Ende kommen hier. Ein bisschen aufräumen noch. Es ist wenigstens nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal, wo ich hier gestreamt habe. Da habe ich, sobald ich die Mehlsilos gekriegt habe, hatte ich so dermaßen Asthma, also Allergiesymptome, also tränende Augen, schleimiger Hals, Husten, Niesen. Es war wirklich schlimm. So, 1600 €. Anja. Also eigentlich, ne? Eigentlich hast du das ja gar nicht verdient. Weil du hier mir schön zuguckst, wie ich hier Schokodonuts backe, quasi, ne? Aber komm, du darfst dir eine neue Maschine aussuchen. Wo findet man das?
Anpassung, nee. Backzubehör. Also, ne, Moment, nee, darfst du nicht. Wir müssen ja erstmal. Ich habe hier ziemlich runtergeradet. Geradet? Scheißegal. Also, wir brauchen irgendwas, was sauteuer war. Das haben wir letztens gekauft. Sehr gut. Butter. Butter füllen wir auf, ja? Was kostet denn alles zusammen? Ja, komm. Haben wir jetzt endlich Ruhe. Wir haben jetzt genug Kohle, jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass das Lager voll ist. Jetzt ist aber die nächste Frage. Wie kann denn das sein, ne? Wie kann ich denn das da auffüllen? Moment. Also wie kann ich denn das da auffüllen? Objekt erweitern, Automatisches Auffüllen. Nee. Mehlsilos, so. Also, stimmt. Stimmt! Man kann die Donut-Maschine Ich muss gucken, ob man sie schon upgraden kann. Warte mal, Level 16 erforderlich für... Was für Level sind wir? Guck mal, da oben rechts steht Flo. So. Stimmt, ich kann ja die Maschine... Das ist eine gute Idee, die abzugraden, weil das ist schon heikel, ne? Ja, ich gehe auch jetzt ins Bett. Ich räume jetzt nur noch ein bisschen die Backstube auf. Wie sich das gehört. Das Upgrade kostet nur 300. Ja, die nehmen wir mit, ne? Zentralen automatisch umzudrehen. Dann muss ich mich nur noch unten drum kümmern, dass ich sie früh genug raushole. So, die kaufe ich. Aha, guck, da ist die Umweltstation. Sehr schön. Sehr schön. Das haben wir gut gemacht. So, jetzt gucken. Alles andere ist soweit durch. Wie sieht es eigentlich hier aus? Also, wenn das mal lebt, haben wir aber ein Problem, ne? So. Ich finde das halt krass, dass hier, dieses Öl hier füllen wir immer schön auf, weißt du? Das kleine. Ne, ist ja gerade eine Lieferung, dass es 6 Liter sind. Aber hier der riesen Bottich, da nehmen wir kein Öl raus, weißt du? Warum auch? Wahrscheinlich ist es schon ranzig oder so. Warum ist das eigentlich alles Olivenöl? Ist das Olivenöl? Ja, warum haben sie kein normales Öl? Warum machst du nicht nur Olivenöl? Das ist so viel zu bitter. Naja. Und hier muss ich da auch irgendwann mal was auffüllen? Ja. Ach so. Ja, nee, das fülle ich dann demnächst auf. So. Da steht nichts irgendwie mit Auffüllen, rechte Maustaste. Nee, das ist nur Erweitern. Das automatische Auffüllen braucht man erstmal nicht. Das ist in Ordnung so. Die Teigmaschine könnte man eventuell noch gucken, was die so kostet beim Upgrade. 800 Timer einstellen. Das wäre eigentlich praktisch. Dann spannst du nur noch ein, musst du da nicht mehr stehen. Ich gucke jetzt erstmal, was die ganzen Upgrades... Ah ja, stimmt. Ich wollte ja auch noch einen Rundwirker haben. Kostet? Teuer. Kostet teuer Geld. Und hier... Teigteilmaschine. Aber Teigteil mache ich eigentlich gerne. Das ist schon in Ordnung, aber egal. 1000. Das ist ja noch teurer. Okay, was kostet der Ofen-Upgrade? Moment, ich weiß gerade nicht mehr, wo WASD ist. Geht nicht besser. Kann ich da drüben noch was upgraden? Scheinbar nicht. Dann habe ich, glaube ich, meine Schuldigkeit für heute getan. Nee. Und werde langsam mal ins Bett gehen. Ja. Okay. Upgrade? Nee. Hätte ja sein können. So. Hier kann man was upgraden. Ich glaube, hier geht auch nur das automatische Auffüllen dann oder so. Upgraden? Hallo? Erweitern? Ja, das automatische Nachfüllen bei dem Riesending. Also brauchen wir noch nicht für die paar Brote, die wir machen. Das wird dann witzig, wenn wir mehrere Bestellungen gleichzeitig machen können. Aber nimmer heute. Guck mal, wir haben jetzt... Ich habe noch 30 Sekunden, dann habe ich genau 3 Stunden gestreamt, ne? Gute Nacht, Anja. Schlaf gut. Denke über da Schandtate noch. Ich habe gerade die mega Idee gekriegt, einen Besen zu kaufen mit einem richtig dünnen Stiel.
Wenn sich dann Anja das nächste Mal am Besen wieder abstützt, dann legt sie sich auf die Map. Das wird ihr ein Gedanke bleiben, so nicht Arbeiterdenkmal zu spielen. Okay, ihr Leid. Oh, ein schönes Endbild hier. Komm mal her, ich glaube Z war es, gell? Oh, schön, oder? So. Das ist ein schönes Endbild. Ich muss schnell aufhören, bevor welchem Delay ankommt, was ich gerade gesagt habe. Okay, ihr Leid. Danke fürs Zugucken. Ich gehe jetzt ein lecker Pizzabrötchen essen und nicht nur Fotos davon machen. So. Ja. Alles klar. Wo schalte ich dann da aus? Ja, egal, da unten irgendwo. Alles klar. Danke fürs Zugucken. Ton ist kurz weg. Macht nix. Stream beenden. Danke fürs Zugucken. Irgendwann spielen wir mal wieder.